Frech. Frech, frech, frech. Hat der Übergang wieder nicht geklappt. So, Servus erstmal. Und Servus an die Mara. Servus alle miteinander. Leute, was geht ab? Ammo, Servus erstmal. Chico, Servus. Und guten Abend. Wie war die Woche oder wie ist die Woche? Wie war der Montag? Wir haben ja eigentlich nicht viel zu besprechen heute, außer Thomas Müller oder was? Da warte ich aber mal noch 5 Minuten, bevor ich da reingehe. Sonst muss ich da gleich nochmal wiederholen. Und da habe ich keine Lust zu. Das wirst du wahrscheinlich bis 20 Uhr immer mal wieder wiederholen dürfen. Nein. Nein. Was sagt ihr denn dazu? Sind ja noch nicht viele da. Mein Tenor ist natürlich völlig zu Recht. Es wird eine Mischung heute aus Müller-Jüngern und Eberl-Becher, denke ich mal. Neutonitex, servus. Rockelman, servus. Ich sag, der Eberl hat alles gesagt. Der Müller wollte 20 Mille, wir wollten 7. Hat er das gesagt, 7? Ich hätte gesagt 5 so. Aber wir können ja auch mal locker einsteigen. Wie gesagt, ich mache das Statement gleich. Das werde ich dann auch aufnehmen. Das werde ich dann auch auf YouTube hochladen. Ganz ehrlich, Thomas Müller hätte einfach auch sagen können, wisst ihr was? Ich habe hier schon, ich würde sagen, roundabout, ich denke mal 150 Mille hat er auf jeden Fall rausgezogen aus dem Verein. Ich denke wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Nur an Gehalt. Ja. Hätte man auch sagen können, weil wir reden ja immer davon, oder jetzt ist ja die Diskussion so, ja, verdienter Spieler, muss anders mit umgehen. Der verdiente Spieler hätte auch anders mit dem Verein umgehen können. Ma? Hätte auch sagen können, wisst ihr was, ich habe noch Bock auf ein Jahr. Ich weiß, ich spiele sportlich nicht wirklich mehr eine Rolle. Ich mache das hier für einen obligatorischen Euro, weil ich den Verein so mag. So, hätte man ja auch genauso machen können, oder? Und dann hätten wir ihn alle gefeiert, hätten die Bronzestatue neben Gerd hingestellt vor der Allianz Arena und alles wäre schicki gewesen, oder? So. Aber wenn man den Hals halt einfach nicht voll bekommt, kohlemäßig, ja. Ne? Aber wie gesagt, ich werde das gleich mal zusammenhängend kurz von mir geben, damit das Thema dann auch gut ist. Ja, natürlich will er das nicht. Bitte euch, das ist Thomas Müller, Alter. Thomas Müller ist... Leute. Das ist doch immer, was ich sage. So, die Leute heben immer Thomas Müller so in den Himmel, dass er irgendwie der, weiß ich nicht, ist. Der den Verein so liebt oder sonst was. Nee, völliger Schwachsinn, Leute. Völliger Schwachsinn. Wer das glaubt, ist einfach, der lebt im Schlaraffenland, Alter. Thomas Müller spielt beim FC Bayern, weil er über 20 Millionen vom FC Bayern kassiert. Das ist der Point, Alter. So, guckt euch einfach die Doku an. Da seht ihr schon mal das Gesicht von Thomas Müller, dass er schon unter Tuchel den Verein verlassen wollte. Denkt mal an die Nagelsmann-Causa zurück. Denkt mal an die Kovac-Causa zurück. Da war er auch kurz davor, den Verein zu verlassen, weil er seinen Willen nicht gekriegt hat. Thomas Müller ist, was das anbelangt, ein Arschloch, Alter. Punkt. Natürlich ist der super, eine Vereinslegende und alles getan für den FC Bayern und so weiter. Aber bei dem Thema ist der einfach ein Arschloch, Alter. Ja. Also ich habe nichts anderes erwartet von Thomas. Thomas Müller hat gedacht so, der Verein kommt und sagt, jo, komm. Thomas, wir machen nur ein Jahr, ne? Ja. Na klar, komm, überweis die 20 Mille. Ja. Wäre wahrscheinlich sogar noch so gekommen, wenn man nicht die anderen Verträge so teuer verlängert hätte. Ich verstehe nur diese ganzen Aussagen nicht, so von wegen, die in Richtung gehen, so, ja, da muss der Verein sich anders verhalten. Ja, der Verein hat das schon vor einem Jahr getan. Ne? Wir haben den Vertrag ja vor einem Jahr mit einem Blick in die Augen gesagt, ach komm, mach noch ein Jahr, Thomas. Obwohl er schon unter Tuchel keine Rolle gespielt hat. Ja? Deswegen jeder, der sich jetzt da hinsetzt und sagt, ja, so kannst du mit einer Legende nicht umgehen, völliger Schwachsinn, Alter. Tullux ist ein Ergänzungsspieler, nicht mehr, nicht weniger. Wild. So viel wollte ich noch gar nicht erzählen dazu.
Ja, natürlich ist das sportlich richtig, ihn nicht zu verlängern. Aber nochmal, wir müssen aber auch nicht die menschliche Komponente da reinbringen. Thomas Müller hat, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht menschlich, was weiß ich was. Außergewöhnlicher Profi, wie es vielleicht ein Auge war oder sowas. Ja, auch wenn das viele Leute immer denken wollen, aber Thomas Müller spielt beim FC Bayern, weil er 20 Mille kassiert, Alter. Und nicht, weil er den FC Bayern so liebt. Weil das hat man jetzt gesehen, dann hätte er gesagt, komm, lieber FC Bayern, lass mich doch noch ein Jahr. Komm, gib mir 2, 3 Mille oder gib mir den obligatorischen Euro. Meint ihr, der FC Bayern hätte Nein gesagt? Natürlich nicht. Ja, so. Wild halt. Ja, na klar. Und da waren die Wechsel noch viel, viel bedauerlicher, wenn man an so einen Beckenbauer denkt, ne? Ja, das hoffen wir alle. Oder ich hoffe das auch mit Neo. Ja. Ob das, ich habe da gerade auch so ein paar Befürchtungen. Naja, du kannst ja nicht Kimmich mit Müller vergleichen. Ne? So. Kimmich ist unangefochtener Stammspieler und Anführer dieser Mannschaft. So. Kannst ja jetzt nicht mit einem, ja, 5 Minuten vor Schluss einwechselnden Thomas Müller vergleichen. So. Das ist ja schon der Fehler. Ob der 20 Blagen zu Hause hat oder nicht, das spielt ja keine Rolle. Ne? Oder meinst du das, weil er den Hals nicht voll bekommt, oder was? Ja. Muss halt seine Pferde bezahlen, Alter. Pferde sind teurer wie Kinder. Also es ist zwar einerseits traurig, aber irgendwann ist halt bei jedem die Zeit zum Abschied da. Er bringt halt nicht mehr die Leistung, die man normalerweise für Bayern braucht. Er hätte meiner Meinung nach schon vor 1, 2 Jahren sagen können, dass er Schluss macht. Wenn es am schönsten ist, geht man, so wie es ein Lahm auch getan hat. Ja, genau das ist auch mein Punkt. Er hat den Absprung halt einfach nie geschafft. Ja, das ist ja auch nicht schlimm. So, aber irgendwann ist der Verein dann in der Pflicht zu sagen, ja komm, alles gut, Thomas. Nee, reicht nicht mehr. Weißt du? Hätte ich mir bei Manuel Neuer auch gewünscht, da hat man nicht die Eier gehabt. Weiß ich nicht warum, weil Neuer halt immer noch irgendwo so ein Leistungsniveau hat. Kann man darüber streiten, wie gut oder schlecht das ist. Ja, aber wenn er fit ist, spielt er wenigstens noch, wa? Aber ein Thomas spielt halt seit 2 Jahren jetzt keine Rolle. Also, über was diskutieren wir da, ne? Ja, Josh hat schon Handgeld gefordert, nur der Verein wollte es ihm nicht geben, ne, wenn das so stimmt, wie es gesagt wurde. Aber er hat es dann akzeptiert, dass er kein Handgeld kriegt. So war das wohl. Aber natürlich auch nur aus der Zeitung, wa? Natürlich ist der Thomas eine Legende für den Verein, so, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Also jeder, der was anderes behauptet, man muss das ja auch immer unterscheiden, ja. Aber das ist wie bei allen. Ich persönlich vermisse da einfach auch diese Dankbarkeit von der anderen Seite. Ne? Jeder fordert immer, ja, der Verein, der muss so dankbar sein, dass der und der Spieler da ist. Ey, erstmal stehen da 11 Spieler auf dem Feld, der Kader braucht 15, 16 Spieler. Ja, scheiß mal auf den einen Individualisten und nochmal, kein verfickter Spieler darf größer sein wie der Verein. Kein Thomas Müller, kein Jamal Musiala, kein sonst wer. Ja, so. Man ist immer dankbar. Man war auch in Josh dankbar, so, wo die Diskussion war. Natürlich, der war 10 Jahre oder war zu dem Zeitpunkt 10 Jahre beim FC Bayern. Das muss man nicht kleinreden, schlecht reden, ja. Aber es wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen, wenn er gewechselt wäre. Und genauso ist das jetzt mit dem Thomas Müller, Alter. Ja. Ist immer so ein bisschen heuchlerisch. So alle, die Experten und sonst wer, die stellen sich alle immer hin und erzählen, ja, der Verein muss sich so und so verhalten, weil, ja, warum? Weil der Spieler seit der D-Jugend im Verein ist und ja, weiter. So, weil er den Hals nicht voll bekommt. Ja, also ich denke, wir sind ja schon bis zu einem gewissen Punkt dahin mitgegangen mit dem Thomas. Ja, dass man ihm letztes Jahr schon den Vertrag gegeben hat. Ja, wild. Ja, natürlich haben die noch woanders gekickt. Das ist ja auch das Problem, wenn du ein Spitzenverein bist. So,
Das ist ja eigentlich kein Problem, das ist ja eigentlich logisch. Du bist ein Spitzenverein, du hast den Anspruch, jedes Jahr um die Champions League zu spielen. So, ja. Wenn du dann Spieler hast, die zu den Top-Verdienern zählen, dann kannst du die nicht weiter verlängern, wenn die keine Leistung bringen. Punkt. Es ist schon schlimm genug, dass wir vor ein paar Jahren die ganzen Ballerbieren gepokert haben, ob die Leistung bringen und die Verträge verlängert haben. Aber wenn du dann jetzt einen Spieler hast, der 1,5 Jahre zweite Wahl ist, Leute, dann können wir nicht darüber reden, ja, alles gut, du warst jetzt der D-Jugendtier, du kriegst trotzdem nochmal 20 Mille und bleibst noch mal 2 Jahre oder was. Geht halt nicht. Ja, da muss er halt Platz machen. Ne? Ne? Und er hätte ja sagen können, komm, ich bleib hier für ein kleines Geld. Hätte der FC Bayern niemals Nein gesagt. Aber da seht ihr halt den Charakter des Thomas Müller. Ja? Das auch mal klar zu zeigen. Können wir den Bums nämlich auch mal umdrehen. Naja, da müssen wir erstmal ins Finale kommen, Anbuba. Werner, servus. Weil ich gucke mal hier unten im Chat, ist einfacher. Er hat gesagt, dass Müller nicht für eine kleine Glöre vertraglich spielt. Ja, gut. Aber wie gesagt, das hätte ich von Müller auch nicht erwartet. Der ist, was das halt angeht, halt ein ganz abgewichster Typ. Das ist ja auch nicht schlimm. Ne? Aber erinnert euch an das super Eigengewächs, Vereinslegende David Alaba. Ja, das war halt 1:1 dasselbe. So. Aber da war ja dann auch wieder der Verein der Arsch, weil er ihm ja nicht die Millionen zahlen wollte, die er haben wollte. Ja. Man muss halt manchmal einfach mal, ich würde es mir wünschen, dass man das auch bei anderen Spielern tun würde, ja. Aber manchmal muss man einfach mal Grenzen setzen. Ja. Ja, wild. Fragt mal eure Arbeitgeber, wenn ihr in Rente geht und 50 Jahre in der gleichen Firma wart, ob der Chef euch noch ein Jährchen bezahlt, obwohl ihr keine Leistung bringt. Ja, das kannst du natürlich eh nicht vergleichen, aber muss mal um runterzubrechen, ja. Ich habe keinen Doppelpass geschaut, nein. Ich hätte die Zeit schon gehabt, hätte ich mir ja nehmen können, aber ich kann mir das einfach nicht geben, den Doppelpass. Wenn, dann würde ich mir auf YouTube irgendwie die Aussagen, gibt es ja bestimmt irgendwie so einen Zusammenschnitt vom Nebel, nur das würde ich mir reinziehen, ja. So, okay, ich denke mal, die jetzt da sind, ich meine, ich habe jetzt schon viel gelabert, aber ich mache das jetzt nochmal rund mit dem Thomas Müller, weil dann schmeiße ich mal eine Aufnahme an für YouTube gleich mit. Muss ich mich dann nicht hinsetzen und nochmal ein extra Video aufnehmen. Also, Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum Thema, zum Video rund um Thomas Müller. Leute, wir sind live im Stream, wir haben gerade schon ein paar Meinungen ausgetauscht. Ist noch jetzt kein wirklicher Thomas Müller Jünger da, vielleicht kommt noch einer. Wir haben schon ein bisschen darüber diskutiert. Ja, meine Meinung ist da eine ganz klare Geschichte. Von Vereinsseite ist das völlig fein. Was wir kritisieren können, wenn man was kritisieren möchte, ist natürlich die Aussage, die ein Eberl da vor ein paar Monaten getroffen hat, von wegen, ja, man guckt sich dann in die Augen und dann wird das entschieden. Schlecht gealtert, die Aussage, ja, ist dasselbe wie Ende letzter Saison die Aussage zu Davies und so weiter. Ein Eberl sollte vielleicht einfach mal lernen, nicht so weit vorzugreifen. Aber vielleicht ist das ein Lernprozess. Beim FC Bayern ist das halt ein bisschen anders wie bei Gladbach. Ja? Da entstehen halt Sachen ein bisschen kurzfristiger anscheinend. Zum Thema Thomas Müller, weil ja so die Diskussion da ist, auch von Experten, ja, so kannst du dich nicht verhalten als Verein. Das ist unwürdig einer Legende gegenüber. Weiß ich nicht. Erstmal waren diese Diskussionen oder diese Themen da, bevor das überhaupt mal von Vereinsseite oder von Thomas Müller kommuniziert wurde. Von daher finde ich das schon ein bisschen albern, dass das da schon vorgeworfen wurde dem Verein.
So, man hat jetzt Thomas Müller den Vortritt gelassen. Der hat das dann irgendwie so, wie ich es verstanden habe, so gedreht. Ja, ich beende jetzt meine Karriere beim FC Bayern, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Weiß ich nicht. Ja, kann man machen, muss man nicht. Mein Take dazu, ich glaube nicht, dass der FC Bayern gesagt hätte, wenn Thomas Müller auf den Verein zugegangen wäre, hätte gesagt, pass mal auf, ich sehe, der Kader ist im Wandel, weil ich bin ja schon seit 2 Jahren kein Stammspieler mehr, nur noch Ergänzungsspieler. Ich weiß, ihr braucht die Gehaltsstruktur, ihr braucht das Geld frei von mir. Ich habe aber noch Bock, ein Jahr hier gerne mitzuhelfen, ja. So auf Legendenbasis, weil das macht man ja so, wenn man den Verein im Herzen trägt und ihn liebt. Komm, gib mir den obligatorischen Euro, stell mich an. Ich habe ja schon Minimum 150 Millionen hier in meiner Laufbahn rausgezogen aus dem Verein und dann mache ich noch ein Jährchen. Ich glaube nicht, dass Max Eber da gesagt hätte, ach Thomas Müller, verpiss dich bitte aus diesem Verein. Ja? So, drehen wir den Fuchs doch mal um. Ja? Gucken wir mal, wo der Frosch die Locken hat. So, das ist ein Spieler, ja. Natürlich, wir brauchen nicht darüber reden, dass Thomas Müller nicht ein verdienter Spieler ist, bla, Sülz, ja. Gar keine Frage. So, aber wir können nicht immer nur den Verein da an die Wand nageln. Dreh den Schwanz doch mal um, Alter. Ja. Der Mensch hat 150 Mille von diesem Verein Minimum kassiert. Wahrscheinlich sind sogar 200 in seiner ganzen Karriere. Ja. Und wenn er dann unbedingt noch ein Jahr spielen möchte, beziehungsweise nicht spielen möchte, sondern auf der Bank sitzen möchte, dann hätte er das mit Sicherheit tun können. Ja? Aber wenn man dann den Anspruch hat, oh ja, der FC Bayern muss aber auf mich zukommen und muss mir den gleichen Vertrag nochmal bieten für ein Jahr. Ja, sorry, Alter. Ja. So, Thomas Müller hat einfach den Zeitpunkt verpasst, seine Karriere beim FC Bayern zu beenden. So, auf hohem Level. Ja, das hat er verpasst. Er hat selber einen Jamal Musiala mit rangeführt. Das war super, ja. Und wir brauchen nicht darüber reden, dass er ein feiner Kerl ist. Können wir auch nochmal einspielen. Finde ich natürlich jetzt wieder auf die Schnelle nicht, ist schon wieder frech. Ne? Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wüsste ich eigentlich noch, jedes Spiel ist ein Thomas Müller-Spiel, wissen wir auch seit Thomas Tuchel. Leute, ja, der ist seit 1,5 Jahren Ergänzungsspieler, Punkt. Nochmal, er hat selber einen Jamal Musiala mit rangeführt, er weiß selber, dass er keine Schnitte sieht. Wenn Jamal fit ist, spielt Jamal. Wenn Harry Kane fit ist, spielt ein Harry Kane. Wo soll ein Thomas Müller spielen, Leute? Soll er auf Außen spielen für Michael Olise? Ich bitte euch. Ja, so, das weiß er selber. Wer die Doku gesehen hat auf Prime, sieht das da auch. Ja, so. Und da muss man dann nicht irgendwie das so hindrehen, oh, der böse, böse Verein. So, der wird seinen Abschied kriegen am Ende der Saison. Der wird sein Abschiedsspiel kriegen, was hochverdient ist nach den ganzen Erfolgen im Verein, der wird eine Stellung im Verein kriegen, wenn er das möchte, nach seiner Laufbahn. Und dann ist doch auch gut. Ja? Und wenn der Spieler selber den Zeitpunkt verpasst und das nicht rafft, dass seine Zeit vorbei ist, was er eigentlich raffen sollte, wenn man 1,5 Jahre lang jetzt nur noch Ersatzspieler ist und teilweise sogar noch nicht mehr spielt, wenn der Stürmer nicht da ist oder Jamal nicht da ist, selbst dann hat er teilweise nicht gespielt. Schauen wir mal, ob er morgen spielen darf gegen Inter Mailand. Da wäre ich mir auch noch nicht so sicher. Da muss er doch auch selber verstehen, ja, meine Zeit ist vorbei beim FC Bayern. Ja. So, ob er das Niveau noch hat, können wir sicher drüber streiten. Meiner Meinung nach hat er das nicht mehr. Aber ist natürlich schwer zu beurteilen beim Spieler, der nie spielt. Oder der nicht mal 3, 4, 5 Spiele hintereinander von Anfang an bekommt, ist das natürlich schwer zu beurteilen, wenn wir ehrlich sind. Da kannst du drüber streiten. Aber Fakt ist, seit 1,5 Jahren ist er Ergänzungsspieler. So, und dann nochmal, ich habe es schon vor 100.000 Streams immer wiederholt, du kannst doch keinen Ersatzspieler 20 Millionen plus zahlen, egal wie der Name ist. Ja? Das geht einfach nicht. Punkt. Ja? Das ist doch das große Problem. Und nochmal, ich glaube nicht, dass der Verein Nein gesagt hätte, wenn Thomas gesagt hätte, komm, ich mache für einen kleinen Groschen hier noch ein Jahr hinten dran, weil ich nicht loslassen kann. Ja? Das hätte der Verein mit Sicherheit begrüßt. So. Ja. Das ist halt einfach, keine Ahnung, die kriegen den Hals nicht voll. Ja, und da ist der Name egal. Da ist das egal, ob du eine Vereinslegende bist, ob du Thomas Müller bist, ob du Jamal Musiala bist, ob du Alphonso Davies bist. Da interessiert keiner dieser Spieler, keinen dieser Spieler, die ich jetzt aufgezählt habe, interessiert nur ansatzweise am Ende des Tages der Verein.
Sorry. Wenn dem so wäre, ja, dann hätte ein Jamal Musiala mit Sicherheit keine 25 Millionen gefordert und Fonzie Davies nicht seine abstrusen 17 und Thomas Müller nicht seine 20, um noch mal ein Jahr auf die Bank sitzen zu dürfen. Ja? So ehrlich muss man mal sein, Alter. Eigentlich müsste das reichen als Overcut zu Thomas Müller. Man könnte natürlich jetzt noch weiter reingehen. Die Story mit Nagelsmann, wenn ihr den Thomas Müller mal ein bisschen einschätzen möchtet. Man muss halt immer wegkommen von diesem Idealbild. Ja, nur weil der Spieler die ganze Karriere bei uns war. Nochmal, wir brauchen nicht darüber sprechen, dass er eine Vereinslegende ist, was er erreicht hat. Bla, Sülz, bla, Sülz. Ja, ist dasselbe wie beim Kimmich-Thema. Nichtsdestotrotz ist der Müller in gewissen Situationen halt einfach ein Arschloch, Alter. Ja. Nehmen nur die Causa Nagelsmann. Könnt ihr, glaube ich, dreimal überlegen, warum Nagelsmann so früh entlassen wurde. Wer da die treibenden Kräfte waren. Die Causa Kovac, ob das gerechtfertigt war oder nicht, dass ein Thomas Müller nicht spielen durfte. Da war ein Thomas Müller schon fast bei Manchester United. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Und da hat ein Thomas Müller auch keinerlei Rücksicht genommen auf einen Verein oder sonst was. Und hat gesagt, ja komm, ich will mich hier durchsetzen oder sonst was. Nee, er hat gesagt, er will den Verein verlassen, Alter. Ja. Und dasselbe hat er in dieser Prime-Doku gesagt. Also ihr müsst mal ein bisschen von dieser Romantik wegkommen. Ja. Dass Thomas Müller den FC Bayern so liebt und deswegen alles für den FC Bayern tut. Das ist nämlich der größte Schwachsinn, Alter. Ja, und das ist bewiesenermaßen der größte Schwachsinn. So. Um einfach mal eine Lanze für den FC Bayern zu brechen. So, das soll gar nicht sein, was weiß ich. Nochmal, der Müller ist eine Vereinslegende, das wird er bleiben. Ich mag ihn als Typen, gar keine Frage, aber wir müssen mal von dieser Romantik wegkommen. Ja, dass er ja, was weiß ich, was ist. Nee, ist er nicht. Sorry. Ja, ist ein Spieler wie jeder andere. Und wenn ein anderer Verein kommt jetzt nochmal und sagt, komm, du kriegst die 20 Mille, dann geht er dahin und nimmt die 20 Mille und spielt dann nochmal 3 Jahre. Ist ja auch okay, ja. Aber er ist genauso ein geldgeiler Sack wie alle anderen Spieler. Und der Verein geht ihm am Ende des Tages auch am Arsch vorbei. Nochmal, sonst hätte Thomas Müller sagen können, pass auf, gib mir kleines Geld, ich mache noch ein Jährchen. Und da hätte der Verein niemals Nein gesagt. Punkt, ja. Und der letzte Take, der Verein hat letztes Jahr schon das gemacht, was jetzt jeder kritisiert. Jeder stellt sich jetzt dahin und sagt, so kannst du mit einer Legende nicht umgehen, du kannst ja nicht einfach jetzt sagen, das reicht nicht mehr, dann kannst du keinen neuen Vertrag geben. Das geht nicht. Wir haben ihn letztes Jahr, wo er auch nur Ersatzspieler war, obwohl jedes Spiel ein Thomas Müller-Spiel ist, haben wir ihn noch zu gleichen Konditionen verlängert, was eine absolute Farce war. Ja? So, wo sollte er dieses Jahr in dieser Mannschaft spielen? Es war klar, dass er nur auf der Bank sitzt. Harry Kane, Musiala, Punkt. Ja, da war klar, Thomas Müller spielt, wenn einer nicht kann, verletzt ist, gesperrt ist. Dann spielt Thomas Müller, sonst nicht. Und genauso ist es gekommen. Und dafür haben wir ihm 20 Millionen gegeben, mit dem Bewusstsein, er wird 80% der Spieler auf der Bank sitzen. So. Aber das können wir doch keine 3 Jahre durchziehen. Aus Verbundenheit zu was? Ja. So, dann hätte mal der Fokus von Müller kommen müssen. In Richtung Verein. Gut, und damit habe ich fertig. Damit ist die Fußballromantik mal ein bisschen zerstört, was das Thema Thomas Müller angeht. Nochmal, ich spreche Thomas nicht ab, dass er eine Vereinslegende ist, dass er aber den Zeitpunkt verpasst hat. Ja, er hätte auch einfach sich hinstellen können und sagen, alles gut, es ist jetzt so mal gut. Es ist erreicht. Ja, wäre durch die große Tür rausgegangen? Nee. Aber er kann sich nicht da öffentlich hinstellen und sagen, ja, ich hätte ja gern noch weitergemacht, aber ich muss ja jetzt den FC Bayern verlassen. Ja, dann hättest du 2 Meter gemacht und dann wärst du da geblieben. Aber hast du nicht. Merkst du was, Thomas? Schön, ne? Kannst du weiter deine Rewe-Werbung machen und was weiß ich, für was du alles Werbung machst, dir die Kohle weiter reinziehen, Alter. Boah, das riecht mich so auf, Leute. Das könnt ihr gar nicht fassen. Ich finde das immer so eine Farce, dass der Verein da immer so hingestellt wird, als wäre er irgendwie ein Arschlochverein. Ja? Gerade der FC Bayern, Alter. Katastrophe. So, Grüße gehen raus an Thomas Müller, Alter. So, ich habe fertig zu dem Thema. So. Mein Monolog ist beendet. Jetzt kann ich eure Kommentare lesen. Ja, im Doppelpass wurde aber auch gesagt, dass erste Gespräche bereits im November waren. Ja gut, wie gesagt, das ist mir am Ende egal, Ben. Ne? Erstmal Servus. Wie der zeitliche Ablauf da ist mir scheißegal. Das spielt für mich keine Rolle, Alter. Sorry. Ja.
Das muss man mal so klar sagen. Und das ist ja auch völlig fein, wenn so ein Spieler das Ende nicht findet und er möchte gerne weiter Fußball spielen bis 38 oder 40. Ist das ja auch okay. So, das möchte ich ja gar keinen absprechen, ne? Aber das kannst du halt nicht beim Champions League-Teilnehmer machen und dann denken, du kriegst bis dahin jedes Jahr deine 20 Mille, Alter. Das geht halt einfach nicht. So, das passt halt nicht zusammen. Dann soll er halt nochmal irgendwo hingehen, nochmal 2 Jährchen, wenn er noch ein bisschen kicken will und ist doch schön, ja. So. Ja gut, das neue Thema muss natürlich extra betrachten, ne? Das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Leon zu verlängern macht auch nur Sinn. Ja, sehe ich genauso. Eigentlich muss fast noch Palhinha musst du auch abgeben. Macht auch keinen Sinn. Das hab ich bei der Kimmich-Verlängerung gesagt. Wenn du mit dem Kimmich verlängerst, musst du im Sommer ein Palhinha abgeben. Es macht keinen Sinn, Alter. Oder andere Alternative, stellen Kimmich als Rechtsverteidiger, dann kannst du ein Palhinha behalten. Alles andere macht keinen Sinn. Sorry. Ja. Aber es ist doch auch logisch. Guckt euch doch mal die Spiele an mit Kimmich und Palhinha in der Mitte. Alter, der kriegst das Kotzen. Sorry. Ja, der ist wie ein Fremdkörper. Der ist wie ein Fremdkörper. Und das ist gar nicht böse gegenüber Palhinha gemeint. Das ist nur kein Spielgestalter. Das ist ein klarer Sechser, ein Zerstörer, Alter. Ja? Katastrophe. Aber der muss halt erstmal loswerden. Ja? Und dann kannst du froh sein, wenn du 20 Mille kriegst, hast du aber 50 bezahlt. Ja. Wild, ne? Ja, natürlich, ach komm, als wenn der Wigel das nicht wüsste, Alter. Wenn er ein guter Berater ist, weiß er das doch, wohin die Reise gegangen wäre bei Thomas Müller, Alter. Ja. Wie gesagt, wenn wir das Thema Kimmich mit aufmachen, in Bezug auf Thomas Müller, dann macht es wahrscheinlich Sinn, dass man das nicht macht. Ja, wie du schreibst, ich hätte Thomas Müller auch noch für 2 Jahre behalten für 5 Mille. Nee, weil der Thomas Müller immer noch den Anspruch, er hätte immer noch den Anspruch gestellt. Wahrscheinlich hat er das deswegen erwartet. Weil Thomas Müller hat immer diesen Anspruch noch, hier, ich bin der Thomas Müller. Ja? Ich bin Mr. FC Bayern. Und dann kannst du natürlich nicht Mr. FC Bayern 5 Millionen geben und Josua Kimmich gibst du 20. Ja, der wäre ja Müllers Welt zerstört worden, Alter. Ja. Nee, das ist schon gut. Wir müssen, sorry Leute, wir müssen langsam mal anfangen. Du musst mal diese ganze alteingesessene Führungsriege, die muss jetzt einfach mal aufbrechen. Ja. So, da gehört ein Thomas Müller zu, gehört Manuel Neuer zu. So, guckt euch doch mal an, wie lange ein Kimmich schon dahinter wartet. Gefühlt seit den 10 Jahren, die er im Verein ist, so, weißt du? Also von daher alles fein. Habt ihr die offiziellen Preise von den Champions League Tickets, Finaltickets mitbekommen? Nee. Es besteht für neutrale Fans aus 3 Kategorien mit Preis von 180, 650 und 950 Euro plus 25 Euro Reservierung für Bewerbung. Geil. Naja, 180 könnte man noch sagen, ja, das ist ja eine einmalige Geschichte, kann man vielleicht mal machen. Aber alles andere ist schon wild, ne? Aber gut, ist ja nichts Neues. Was waren Eberts exakten Worte? Müller wollte halt volle Kanne und die 20 Mille volle Kanne konnten wir nicht mehr. Ja, eben. Brauchst du gar nicht weiter diskutieren. Ja, brauchst du nicht weiter diskutieren, Alter. So. Das sagt alles über Thomas Müller aus. Ich wiederhole das heute noch 20 Mal im Stream. Wenn du der Spieler bist, der sagt, hier, ey, ich spiele beim FC Bayern, weil ich den Verein liebe, weil er mein Verein ist, weil ich den im Herzen trage, seit der D-Jugend. Ey, dann kann ich, nachdem ich 150 Millionen aus diesem scheiß Verein gezogen habe, in meiner verfickt langen Karriere, kann ich doch wohl dann sagen, ey, pass mal auf, komm, gib mir den obligatorischen Euro, ich möchte gerne noch ein Jahr spielen. Und im Sinne der Mannschaftsweiterentwicklung, damit wir auch weiterhin um die Krone spielen können, mache ich das. Ja?
Mache ich das mal. Hä? Das wäre mal ein Take gewesen, oder? Sollte man sich mal in anderen Sportarten umgucken. Da gibt es solche Leute, ja. Guckt euch mal Dirk Nowitzki an. Dirk Nowitzki hat freiwillig auf Millionen verzichtet. Damals. Nur, damit er die Chance hat, zu sagen, mein Gehalt ist frei, kauf bessere Spieler, damit wir um die Meisterschaft spielen können. Wild, oder? Ist natürlich ein bisschen was anderes, weil du da ein Max-Cap hast an Gehältern, logisch. Aber vom Sinn her, ja, so, das hat ein Dirk Nowitzki getan, Alter. Was ein Typ, oder? Und der hat wahrscheinlich noch keine 150 Millionen zu der Zeit aus seinem Verein gezogen, wie es ein Thomas Müller getan hat. Wild, ne? Eberl ist sicher nicht die hellste Birne? Was? Der verrät so viel. Wo war er? Ohne dass er was verraten will. Na, vielleicht macht er das auch extra, weil er nicht sich hinstellen kann und was verraten kann. Weißt du? Ja, ist halt so, Alter. Sorry. Das ist ein Verhalten, was ein Arschlochverhalten ist. Da ist es scheißegal, ob du 25 Jahre im Verein bist oder nicht. Glaubt ihr ernsthaft, so ein Verhalten hätte jemals ein Klaus Augenthaler gemacht? Hä? So. Der Müller wird immer so hingestellt, als wäre er, was ist er? Er würde alles für diesen Verein tun. Das tut er halt nicht, Alter. Das ist immer der Irrglaube. Ja? Den Zahn muss man mal ziehen. Und den Zahn muss man dann mal mit klaren Worten ziehen. Ja. Ist nun mal so. Ancelotti dasselbe, ja, sorry. Da brauchen wir nicht drüber reden, wer da interveniert hat. Ja. Genauso wie mit Nagelsmann-Geschichte. So. Sorry, Alter. Erinnert euch an die PK zurück, wo da ein Bratze und ein Olli saß, die Tränen nahe waren, die sie getan haben, als wäre Nagelsmann beerdigt worden, Alter. Meint ihr, die waren davon wirklich überzeugt, den da einfach mal wegzuhauen? Oder wir brauchen nicht über Kimmich und die Nationalspieler reden, ja, die alle ihnen den Rücken gestärkt haben, ja. Denkt mal weiter. Dankbarkeit ist keine Einbahnstraße. So sieht es nämlich aus, ja. Natürlich sind wir dankbar, wir Fans sind dankbar, der Verein ist dankbar, aber ein Spieler muss irgendwann halt auch einfach mal dankbar sein. Ja, das ist ja auch schon, was ich bei Fonzie Davis sagte. Oder auch bei so einem Musiala. Ja. Wenn die alle auch das Wohl des FC Bayern so und dann, und ach ja, hier, das ist mein Verein, ich streiche das Wappen und küsse es noch. Ja. Dann kannst du bei der Vertragsverhandlung auch sagen, ach, weißt du was, ich unterschreibe jetzt einen 5-Jahres-Vertrag. Ich weiß nicht. Ich brauche aber unbedingt die 25 Millionen, ne? Weil, Leute, ich brauche die 125 Millionen in 5 Jahren. Das geht leider nicht anders, ne? Es tut mir leid, aber ich liebe den Verein ja so, aber das geht nicht anders. Ja, kriege ich einfach das Kotzen, Leute. Sorry. Ja? Wenn das immer so wäre, dasselbe gilt für Thomas Müller, der den Verein ja so verinnerlicht und so liebt, ja, bei seinen letzten Vertragsverhandlungen, ja. Ganz genau. Wenn dem so wäre, hätte man das schon viel eher machen können. Hätte man gesagt, komm, weißt du was, ich habe schon so viel Geld, gib mir einfach 10, gib mir 15. Ja, dann habt ihr ein bisschen Spielraum beim Gehalt für eine bessere Mannschaft, dann können wir noch ein bisschen mehr erreichen. Ja. Passiert in der heutigen Zeit nicht, Alter. Das sind alles Söldner. Alle. Alle. Auch ein Thomas Müller. Punkt. Alle, wie sie da sind. Deswegen kannst du keinen das abnehmen, was er dann immer labert oder auf das Wappen küsst oder sonst was, Alter. Das sind alles Söldner. Punkt. So ist das heutzutage. Da gibt es keine Charlie Körbels mehr, Manfred Kalt, Klaus Augenthaler, wie sie alle hießen. Die gibt es nicht mehr. Solche Spieler. Die gibt's nicht. Punkt. So. Wilde Nummer. Belami, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Bitte Wirtschaft auf normale Kommentare, nicht nur Abos. Nee, dann werde ich beleidigend. Das macht keinen Sinn, Chico.
Ich sehe ja immer, wenn ich eure Kommentare mache, sehe ich ja immer so 3, 4. Na, wenn ihr da irgendwie drauf antwortet. Und da sind schon so Verstrahlte bei, Alter. Ey, nee. Nee, dann kriegen wir die 8000 Abonnenten nie voll. Dann verlieren wir wieder 800. Ja, das wäre doch auch schön gewesen. Ne? Daniel, das wäre schön gewesen. Müller hätte im Winter einfach sagen sollen, ich beende meine Karriere zum Ende der Saison mit dem Finale daheim und alles war gut, wäre gut gewesen. Ja, wäre doch schön gewesen, oder? Ich habe es ja auch schon gesagt, dass man die Karriere jetzt nicht nach der letzten Saison beenden wollte, weil man dermaßen auf die Fresse gekriegt hat von Leverkusen. Kann man ja verstehen, ja. Kann man ja verstehen, dass man da nicht sagen wollte, ach komm, ich beende jetzt meine Karriere. Was ist das für ein Abgang? Ja? Ohne Titel, Schmach von Leverkusen, kannst du voll verstehen. Aber auch da habe ich schon gesagt, wäre doch ein schöner Move gewesen, hätte der Thomas da gesagt, komm, lieber FC Bayern, gib mir 5 Mille, ich mache noch ein Jährchen. So würde ich hier nicht abtreten. Ist nicht passiert, natürlich nicht. Naja, bei Neujahr brauchen wir nicht mehr reden, Leute. Also, das wird sich nicht mehr ändern. Also, der wird, meine These, meine Vorhersage, der wird nicht mal ein halbes Jahr am Stück mal fit und gesund sein. Ja. Das ist aber, der Körper ist doch einfach geschunden nach der Karriere. Ja, und die Verletzung, die er da hatte mit seinem Skiunfall, in dem Alter, auf dem Niveau. Wir reden ja nicht über Kreisliga A, Alter. Deswegen laufen da ja mittlerweile auch 3 Torhüter rum und du hast den 4. noch in Stuttgart hocken. Ja, das kommt ja nicht von ungefähr. Ja, genau. Was niemand wird deinen Kommentar mögen, ist mir doch egal. Einer muss ja mal die Wahrheit sagen, Alter. Naja, das ist halt in der heutigen Zeit so. Da darf halt jeder seine Meinung. Ich darf ja auch hier meine Meinung sagen. Interessiert ja oder gefällt vielen Leuten ja auch nicht. Und dann darf sich auch der Brazzo-Jüngling da hinsetzen und auch seine Meinung sagen. Wieso spielt Boe so wenig? So viel schlechter als Leimer kann er nicht sein. Nee, ich denke auch nicht, dass der schlechter ist wie ein Conny Leimer. Da gehe ich auch nicht von aus. Warum er so wenig spielt? Weiß ich nicht. Wie Winnie immer sagt, das ist keine Entscheidung gegen den Spieler, sondern für den Spieler. Verstehst du? Also eine Entscheidung für Conny Leimer. Ja, wie man die verargumentiert, wenn wir ums Defensivverhalten sprechen, weiß ich auch nicht, aber gut. Kompanie Freiheit Leimer als Rechtsverteidiger. Das Schlimme ist, Tuchel hat das auch schon getan. Katastrophe, oder? Ja. Der Umbruch, ich bin gespannt, ob der nächsten Sommer kommt. Ich wage es zu bezweifeln. Naja, aber Ben, die nächste Saison, ich meine, guck dir diese Saison an. Das ist ja nicht schlecht, was sie diese Saison bisher rausgeholt haben, oder? Aus dem Kader. Wenn das dann nächste Saison derselbe Kader wäre, der steht ja. Die einzige Personalie, die nicht steht, ist Leroy Sané. Und Eric Dyer und Ulle. Aber Ulle war, glaube ich, schon in der Rede. Ja, der Rest steht ja. Musste ja erstmal was loswerden, um was kaufen zu können. Das ist ja so der interessante. Das werden wir sehen. Ob für Coman wirklich ein Markt da ist. Für Gnabry wird definitiv kein Markt da sein, denke ich. Aber wer weiß, die Hoffnung stirbt zuletzt. Goretzka dasselbe. Ich glaube, da wird sich die Meinung nicht groß zu geändert haben, auch wenn er natürlich jetzt ein paar bessere Spiele gemacht hat. Aber du hast einen Tom Bischof verpflichtet. Ja, abwarten. Haben wir ja gerade schon gesagt, Palhinha, was willst du mit dem noch bei uns? Völlig sinnfrei, der Spieler. Wenn Kimmich da jetzt bleibt.
Brauchst ein paar Linien nicht mehr, kannst du weggeben. Ich denke, ist auch zu teuer als Ersatzspieler. Ja, die Frage ist, ob du die Spieler an den Mann kriegst, ne? Ja, genau. Es wurde halt auch mal Zeit, die Führungsgruppe bei Bayern aufzubrechen. Das sehe ich auch so. Ja, die haben einige Trainer auf dem Gewissen. Ja. Und das glaube ich auch. Du musst das halt einfach mal aufbrechen und da müssen neue Impulse sitzen, ne? Ich meine, zum Glück hast du ja jetzt den richtigen Trainer in Kompanie. Ich glaube auch nicht, dass der sich das irgendwie gefallen lassen würde, wenn da irgendwie einer hinter seinem Rücken da irgendwo hingehen würde und irgendwelches dummes Zeug labern würde, wie es vielleicht ein Tuchel getan hat oder ein Nagelsmann. Ich schätze in Kompanie nicht so ein. Aber der kann das natürlich auch anders einordnen. Der war selber Führungsspieler auf hohem Level. Ja, der weiß, was geht, was nicht geht, wie man was handhabt. Das ist halt der große Vorteil. Und deswegen ist er auch sehr erfolgreich diese Saison. Weil er die Diven zu handeln weiß. Natürlich auf Kosten der Jugendarbeit, haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt die letzten Wochen. Das musst du jetzt einfach hinnehmen. Die Frage ist, ob das nächste Saison besser wird. Aber da musst du natürlich erstmal die besagten Spieler loswerden, ne? Damit du überhaupt erst Platz hast im Kader. Das werden wir mal sehen. Naja, machen wir uns nichts vor. Wenn Thomas Müller gesagt hätte, er spielt für 5 Mille weiter, hätte der Verein nicht Nein gesagt, oder? Ich denke, da sind wir uns alle einig. Weil natürlich ist Thomas Müller vom Charakter her mit Sicherheit ein feiner Typi. Sieht man ja auch, der meckert nicht, obwohl er nur auf der Bank sitzt. Versucht trotzdem die Jugendspieler mit einzubinden, hat er immer getan. Ja, aber wie gesagt, da kannst du ja keine 20 Mille mehr zahlen. Ob das volle Kanne ist oder nicht. Aber dann wäre Thomas Müller ja nicht enttäuscht. Sorry. Wenn das volle Kanne auf Spielzeit bezogen ist, über was reden wir dann, Alter? Also dann muss er ja doof wie Stroh sein. Dann kann er ja nur Stroh in der Birne haben. Also wenn das Argument wäre von Thomas Müller, der weiß doch selber, dass er diese Saison weniger Spielzeit wie letzte Saison. Und dann denkt ihr jetzt, was? Kompanie sagt da nächstes Jahr, oh, jetzt der Thomas, jetzt ist er 36. Nee, jetzt komm. Jetzt feuerfrei. Ist jetzt mein Stürmer. Wir verkaufen Harry Kane und stellen Thomas Müller vorne rein. Oder was? Was ist jetzt das Argument? Also so dumm kannst du ja nicht sein. Der weiß doch selber, dass seine Spielzeit nicht mehr werden wird beim FC Bayern, Alter. Ja? Wie soll das funktionieren? Geht doch nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass du noch einen Kaderplatz wegnimmst für irgendeinen jungen Wilden, den du da vielleicht hinstellen kannst. Ja. Hat der Eberl nicht gesagt, wen er schon sicher hat im kommenden Sommer? Macht der Uli dann. Mach dir keine Sorgen. Ja, na klar, Liebe haben wir schon verlängert, ist schon unterschrieben. Haben wir durchgewunken gerade. Wir haben abgestimmt hier. Nee, also meiner Meinung nach ändert sich auch zu Lieber nicht. Habe ich ja schon gesagt. Da kann er meinetwegen bis zum Finale daheim in jedem Spiel jetzt ein Tor schießen. Nee, ist für mich zu spät, Alter. Du musst die 5 Jahre mal im Kontext sehen. Ja, meinetwegen, sagt er lieber, komm, ich bleib für 5 Mille, alles gut. Ja. Setz ihn gerne auf die Bank, wenn er damit klarkommt. Mein Segen hasse, aber alles andere, sorry. Auf welcher Grundlage? Ja, weil er jetzt ein gutes Spiel gegen Pauli gemacht hat und jetzt ein gutes Spiel gemacht hat gegen Augsburg. Ja, vielleicht hat er jetzt einen Lauf, wollen wir es hoffen, nach Musialas Verletzung, ja. Sei ihm gegönnt, definitiv, aber du musst die ganzen 5 Jahre mal in Kontext sehen. Guckt euch, beste Beispiel Serge Gnabry. Zweite beste Beispiel Kingsley Coman. Beide im letzten Vertragsjahr vor der Verlängerung. Alter, wie die jungen Götter haben wir davon geredet. Oh, das ist ja Ribéry-Erbe. Oh, das ist ja Robben-Erbe. Vertrag verlängert, bam. Feierabend. Ja, bam. Direkt 20% Leistung weg. Ja. Könnt ihr euch mal überlegen, wie das beim Leroy aussehen würde. Der weiß gerade auch, was die Stunde geschlagen hat. Er möchte gerne in München bleiben, weil er kann ja auch ein super Typ sein. Alles gut, ne?
fühlt sich wohl in der Mannschaft und in München und fühlt sich wohl im Verein. Der wird auch auf Gehalt verzichten. Alles fein, halte ich ihm auch echt zugute. Aber sorry. Nee, einfach nee. Der ist so konstant wie eine Unkonstante, Alter. Was willst du mit dem? Was willst du mit dem? Außer, dass er stinkig wird, wenn er dann nächste Saison noch mehr auf der Bank sitzt. Was willst du mit diesem Spieler? 5 Jahre super durchwachsene Leistung, sich absolut nicht weiterentwickelt, kein wirklicher Leistungsträger geworden. Was willst du mit dem? Ja, der hat jetzt gegen Augsburg gegen Pauli 2 Tore gemacht. Gegen Augsburg hat er ein gutes Spiel gemacht, auf jeden Fall. Ja, brauchen wir nicht schlecht reden. Ja, und davor diese Saison, davor die 4 Jahre. Die diskutieren wir jetzt weg und sagen, oh geil, der Libo hat jetzt Bock, jetzt verlängern wir den. Ja, Katastrophe, Alter. Also wenn es wirklich so kommt, Katastrophe. Sorry. Ja, da brauchen wir auch nicht mehr von irgendwie, da muss man sich auch nicht mehr wundern, was Leistungsprinzip bedeutet beim FC Bayern. Ja. Ich meine, das war unter Tuchel komplett weg. Unter Kompany kann man es ja jetzt ein bisschen wieder nachvollziehen. Mal abgesehen von Conny Leimer vielleicht. Aber dann brauchen wir da nicht mehr drüber reden, Alter. Bitte werf mal einen Blick auf unsere Startelf gegen Inter im Jahr 2022, die in dem Jahr auch ins Finale gekommen sind. Und wir haben sie trotzdem 14-0 gefressen, zumal sie dieses Jahr schlechter sind. Also kackt euch mal nicht ein, nur weil ein Jamal nicht dabei ist. Das ist ein harter Break jetzt, aber da kann ich gleich was zu sagen zu Inter. Wer wird am Dienstag mehr Tore schießen, Müller oder Arnautovic? Keiner von beiden mit ein Tor schießen. Ja, das wäre eine Farce, wenn man mit Sané und Goretzka verlängern sollte. Ja, das wäre eine Farce. Ja, ich weiß, dass der Tom da eine gute Saison spielt. Zweiter Maike wäre ein Gottes Geschenk, das stimmt, ja. Ich würde aber auch Nico Williams da nehmen, also ich bin da jetzt nicht so. Ja, das wäre dumm. Also sorry. Du brauchst ja jetzt, haben wir ja auch schon mal besprochen, aber wenn du jetzt einen Tim Bischof verpflichtest, ja, dann brauchst du ja nicht anfangen, ich verpflichte jetzt einen Spieler, der Stammspieler in Hoffenheim ist, im Bundesliga-Niveau, eine gute Entwicklung macht, auf dem Sprung in der Nationalmannschaft ist, den verkaufe ich dann, um zu sagen, ach nee, weißt du was, geh mal erstmal dahin, so ein Jahr oder 2. Ja, das Thema haben wir letzten Stream schon gehabt. Was soll das bringen? Völliger Schwachsinn. Junge, wenn du den Spieler verpflichtest, dann musst du ihn auch einbauen. Punkt. Ja. Und auf den Goretzka trifft dasselbe zu wie auf den Liboy. Die letzten 2 Jahre war eine Frechheit von Leon. Nur weil er jetzt gerade Druck hat, richtig Druck bekommt vom Verein, bringt er mal eine Leistung, wo du sagst, ja, ist okay. Ja, die Leistung ist immer noch keine 17, 18, 19 Millionen würdig, um das auch mal klar zu sagen. Also weg, Alter. Weg, fertig. Naja, Inter Mailand, Meinung zu Inter Mailand. Inter Mailand hat 2 Gegentore nur in der Champions League bekommen. 2 nur. Leute, stellt euch das vor, nur 2 Gegentore in der ganzen Champions League. Aber jetzt am Samstag 2 gegen Empoli. Du Scheiße. Also ist Empoli so stark wie 14 Gegner in der Champions League. Stellt euch das mal vor. Sorry, Leute. Inter Mailand ist ein guter Verein, ist ein starker Gegner, ist Augenhöhe. Die Tagesform wird entscheiden, das Spielglück wird entscheiden. Leute, wir sind Viertelfinale Champions League. Punkt. Ja, Conny Leimer hat es perfekt gesagt heute auf der Pressekonferenz. Es geht darum, dass wir als Mannschaft unsere PS auf den Rasen bringen, dass wir als Mannschaft agieren. Und wenn wir das tun,
können wir jede Mannschaft schlagen, weil wir immer noch Qualität in dieser Mannschaft haben. Und das ist es. Ganz einfach. Ja? Wir müssen Inter Mailand nicht künstlich stark reden, wir müssen sie nicht künstlich schwach reden. Das ist eine gute Mannschaft, die sind nicht umsonst Erster in der Serie A. Alles ist gut. Ja? So, das ist aber wie Leverkusen. Das ist Augenhöhe. Bist du nicht da, egal wer von beiden Seiten, habe ich heute in dem anderen Video auch gesagt, kriegst du die PS nicht auf dem Rasen, ja, dann verlierst du ein Spiel 3-0 und dann war es das. Ja, das ist Leverkusen in München passiert, das kann uns auch passieren. So, es kann aber genauso Inter Mailand passieren. Ja. So, man wird sehen. Aber wir müssen doch jetzt nicht sagen, ach nee, wir haben gar keine Chance mehr, weil Jamal verletzt ist. Sorry, alles ist gut. Michael ist doch noch da. Heavy ist auch noch da. Ja? Und Liebe trifft gerade das Tor. Also macht euch doch keine Sorgen. Ist alles gut. Ja, in dem Kader ist die Hälfte Bundesligaspieler bei Inter Mailand. Also über was reden wir jetzt? Soll das jetzt eine Übermannschaft sein oder was? Ich meine, vielleicht täusche ich mich, wir verlieren 4-0, dann könnt ihr mir den Stinkefinger zeigen und sagen, ja, habe ich euch doch gesagt, ja. Also ich gehe davon aus, dass wir morgen das Spiel gewinnen, wenn wir unsere PS auf den Rasen kriegen. Ja? Und wenn wir als Mannschaft agieren, werden wir das Spiel gewinnen und gut ist. Ja? Natürlich kommt da noch ein Rückspiel, gar keine Frage. So. Aber wir müssen doch jetzt nicht irgendwie sagen, was weiß ich. Oh je, oh je. Also. Wird schon. Wen holen wir als zweiten Stürmer im Sommer? Das weiß ich nicht. Olli, servus. Tale, servus. Ja, ich hoffe, dass sie einiges zu tun haben, Anbu. Wir hatten ja die Hoffnung, dass sie schon dieses Jahr im Sommer einiges zu tun hatten. Sie ja leider nicht. Und nochmal, ich denke auch, habe ich auch schon 100-mal gesagt, dass das auch nicht Winnies Wunschkader ist, den er gerade hat. Ja? Auch wenn er das natürlich so kommuniziert, was auch richtig ist, aber das ist natürlich nicht seine Wunschvorstellung. Wenn man sieht, wie Bischof bei Hoffenheim spielt und was er dort für Tore macht, dann darf man auch ihm keinen Müller vor die Nase setzen, ob ZM oder OM, der hat da beides drauf. Ja, ich bin gespannt auf den Spieler. Ich habe jetzt relativ wenig Hoffenheim-Spiele gesehen. Wenn dann gegen uns, aber ich freue mich auf ihn auf jeden Fall. Alles, was ich so gelesen habe, was ich so gesehen habe, das bisschen, ja, vielversprechend, ne? Und wenn du so einen Spieler verpflichtest, das ist dasselbe wie im Urbich. Ja, wenn du so einen Spieler verpflichtest, ja, dann let's go, Alter. Ja. Und nicht wieder, ich leihe ihn dahin und dahin und dahin. Ja, dann brauchst du diese Spieler nicht verpflichten, Alter. Ja. Ist halt Schwachsinn. Aber ich denke auch, dass man muss ihm ja auch eine gewisse Perspektive aufgezeigt haben. Ja, sonst hätte er ja gar nicht Ja gesagt zum FC Bayern. Also ich glaube nicht, dass ein Spieler Ja sagt zum FC Bayern, wenn er die Perspektive kriegt, ja, du spielst mal, wenn der und der und der vielleicht verletzt oder gesperrt sind. Ja, das glaube ich nicht. Von daher glaube ich persönlich auch nicht, dass sich die Meinung zu Leon Goretzka geändert hat. Ja. Eben genau aus diesem Grund, dass man diesen Spieler verpflichtet hat. Man freut sich darüber, dass Leon gerade gut spielt, natürlich, weil dann vielleicht irgendwo ein Markt aufploppt. Die Frage ist, ob Leon dann sagt, jo, mache ich oder mache ich nicht. Das ist eine andere Geschichte. Aber man wird nächste Saison nicht mit dem Leon planen. Da kann er jetzt noch so gut performen. Weil er auch gar nicht so gut ins System passt, wie es ein anderer Spieler tun würde, denke ich. Aber nur meine Meinung. Chicos Infos sind wie von Bayern Insider. Was hat er denn für Infos? Vorstand hat einen 18-Monats-Plan von Eberl und Freund vorgelegt. Sommer passiert nichts. Okay. Bild. Wenn Bischof sich so weiterentwickelt, wie er es zurzeit in Hoffenheim tut, werden wir richtig Spaß mit ihm haben in Zukunft. Dieser ablösefreie Transfer wird noch richtig einschlagen. Ja, wie gesagt, ich bin da auch guter Hoffnung. Ne? Man muss halt hoffen, dass ein Kompanie das durchzieht.
So, das ist, was mir diese Saison fehlt. Ne? Die Saison hat das halt nicht, auch nicht nur ansatzweise. Hat es beim Tell nicht durchgezogen, bei keinem Jugendspieler. Ja. Beim Pavlo hat er das auch nicht durchgezogen, er hat er dann auch immer wieder rausgenommen. Das ist ein bisschen schade. Ne? Von daher mal abwarten, wie sich das nächste Saison entwickelt bei uns. Hä? Wild. Wild, wild, wild. Ja, aber Leute. Also ich meine, ich stehe ja sowieso schon immer ziemlich alleine da mit meinen Meinungen. Und das ist ja auch richtig und wichtig. Ja? Wenn wir alle immer die gleiche Meinung hätten und ja, wie langweilig wäre das Leben, Alter. Ich weiß, in der heutigen Zeit ist das nicht so, da ist das alles verpönt. So eine Streitkultur gibt es nicht mehr. Aber, Leute, heute fühlen sich die Leute immer gleich angegriffen, wenn man eine andere Meinung hat oder sonst was. Drauf geschissen. Müssen die Leute mit klarkommen. Jeder soll seine Meinung haben, jeder soll seine Meinung hier auch schreiben dürfen. Ist eine Meinung aus meiner Sicht komplett Banane, dann sage ich das den Leuten, dann müssen sie dann auch mitleben. Ja, genauso wie ich mir das anhören muss in den Kommentaren, wie hohl meine Meinung ist, das ist auch fein, kann sich jeder gönnen. Aber ja, so ist das. Ja. Und gerade im Fußball, ja. Überleg doch mal, wie viel wir hier spekulieren. Du kannst ja immer viel spekulieren, was intern besprochen wird, was nicht besprochen wird. Wenn Eberl da sitzt und irgendwie 5 Minuten was labert, dann kannst du irgendwie zwischen den Zeilen versuchen, ein bisschen zu lesen oder sonst was. Und der eine liest das raus, der andere das. Und ja, so ist das. Deswegen sitzen wir ja hier. Sonst würden wir gar nicht hier sitzen. Ja, wenn wir alle die gleiche Meinung hätten, was dann? Ja. Na, lächerlich. Ja, das ist ja, was ich gerade sage. 2 Tore in der Champions League, aber jetzt zwei Gegentore im letzten Spiel bekommen. Ja, was ist denn jetzt der Maßstab? Nehmen wir jetzt den Maßstab, was im letzten halben Jahr war, oder nehmen wir den Maßstab, den Inter im letzten Spiel gezeigt hat? Können wir uns mal überlegen, oder? Weiß ich nicht. Also mir ist eigentlich relativ egal, wie wir vor 3 Monaten gespielt haben. Wichtig ist, wie wir morgen spielen. Ja? Und dasselbe gilt für Inter. So, ich weiß nicht, ob die im letzten Spiel mit der besten 11 gespielt haben, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie da 2 Gegentore kassiert. Deswegen ist mir das immer alles so, oh ja, das ist die beste Abwehr der Welt und da schießt du keine Tore und da hast du keine Chance, weil der Musella nie da ist und weiß ich nicht, Leute. Nochmal, du hast einen Stürmer vorne drin stehen, der die Champions League wahrscheinlich mehr gewinnen möchte wie, was weiß ich was. Ja? Der einen Ehrgeiz hat in der Champions League wie wahrscheinlich kein Zweiter in dieser Mannschaft. Sollte man das auch nicht unterschätzen. Ne? Und der weiß, wo das Tor steht. Wie gesagt, man muss Inter nicht schlecht reden, man muss sie aber auch nicht übertrieben stark reden, Leute. Ja? Am Ende des Tages ist es Fußball. Leute, DFB-Pokal, Halbfinale, Bielefeld, Leverkusen 2:1. Fragen? Keine, oder? Keine. Oder? So, selbst wenn Inter jetzt auf dem Papier so überragend wäre gegen uns, was sie ja nicht sind, selbst dann kannst du dich hier hinsetzen und daran glauben, Alter. Ja? Nochmal, DFB-Pokal, Halbfinale, Bielefeld, Leverkusen 2:1. Mehr gibt's nicht zu sagen, Alter. Ja, was hat ein Lieber denn damit zu tun, wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen? Heißt ja nichts. Na, Kretz sich auf jeden Fall kein Linksverteidiger, Alter. Nee.
Sehe ich nicht. Weiß ich, vielleicht hat er ein paar Steps gemacht, weiß ich nicht. Aznu, ja, würde ich mich drauf einlassen. Kretzig ist halt, der ist offensiv eine Kanone, aber alles, was ich bei ihm bisher bei uns gesehen hatte, defensiv, alto Betty, das war auch gar nichts, ne? Muss man leider so sagen. Das ist wie Conny Leimer auf Steroide, wenn es um Defensivverhalten geht, Alter. Das ist gar nichts. Auch genauso ungestüm wie ein Conny Leimer, ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat er sich ja jetzt schon ein bisschen weiterentwickelt, kann ich nicht beurteilen. Müsste man halt sehen nächste Saison. Aber da fand ich einen Aznu schon auf jeden Fall defensiv stärker und ein bisschen abgeklärter. Ja. Aber wie gesagt, das müsste man dann nächste Saison sehen. Ja, Davis Davis brauchen wir erstmal gar nicht drüber reden. Ja. Da können wir vielleicht mal in 10 Monaten irgendwie oder in 11 Monaten. Und selbst dann musst du ihm wahrscheinlich erstmal wieder eine Halbserie geben, bis er überhaupt wieder mal auf das Level kommt. Wenn er da überhaupt nochmal hinkommt, das werden wir sehen. Und Ito ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja. Das musst du ja erstmal mental verpacken. Ja, der wird irgendwann zurückkommen, natürlich. Aber bis der überhaupt mal wieder dieses Vertrauen hat. Ich meine, der hat sich jetzt zum 3. Mal jetzt an der Stelle verletzt, Alter. Ja. Das wird auch noch eine wilde Nummer werden. Super schade. Ich denke, Ito hätte uns richtig gut getan. Ja. Sehr schade. Mal abwarten. Wer sagt denn, dass Bischof nicht auch ein Opfer des Systems wird, weil man sich sicher war, dass Josh geht? Weil ein Bischof eigentlich kein Sechser ist. Er ist eigentlich eher ein Achter, wenn nicht sogar nochmal ein sehr offensiver Achter, würde ich sagen. Ja, also eigentlich gar keine Konkurrenz zu Josh. Eigentlich. Wenn dann eher eine Konkurrenz zu Pavlo. Also deswegen kann er kann eigentlich kein Josh-Opfer werden. Wenn, dann könnte er höchstens ein Goretzka-Opfer werden. Ja, mit dem Wanner weiß ich nicht. Alles, was ich da gelesen habe, hörte sich nicht so an, als wenn der FC Bayern Wanner irgendeine Perspektive aufgezeigt hat. Außer wieder weiter verdient zu werden, was ich auch sehr schade finde. Ja, aber so ist das leider bei uns, ne? Ja, keine Ahnung. Ich kann ja gleich mal gucken, ob wir irgendwie was finden vom Doppelpass vom Eber, was er da gelabert hat. Ja, ich denke, dass auch Spocks, dass ein Neo nicht gehen wird. Ich denke auch, dass ein Serge nicht gehen wird. Die werden sich beide, wie du sagst, dann auf die Bank begeben. Ja. Auf die Tribüne werden sie nicht gehen, weil wir keine Leute auf die Tribüne setzen. Du wirst nie so alleine mit deiner Meinung stehen wie in der letzten Saison. Und trotzdem habe ich recht behalten, wa? Wild. Ich glaube, Anbu hat das ein bisschen anders geschrieben. Er hat geschrieben: „Kai, du wirst nie so alleine mit deiner Meinung stehen, wie ich in der letzten Ach so, Saison.“ wie er in der letzten Saison. Ja doch, da stand ich auch schon, glaube ich. Und so alleine war es ja nicht. Gab ja immer noch eine Petition für Thomas Tuchel oder so. So alleine war es ja doch auch nicht, Ambu. Vielleicht hier, ja. Hier warst du dann vielleicht mal teilweise alleine, aber da du ja die Petition ins Leben gerufen hast, hast du ja gesehen, dass du ein paar Jünger gefunden hast. Schön. Schön, schön, schön. Berühmte Tagesform, die wir jetzt richten und die müssen wir haben. Ja, das ist halt die Grundvoraussetzung, ne? Aber das gilt ja für Inter genauso. Das ist das ja, was ich sage. Das gilt ja immer. Erst recht in so ein Champions League Viertelfinale, ne? Ja, das ist genauso wie Dortmund ja schon weggeschrieben wird bei Barca. Die Spiele müssen auch erstmal gespielt werden, ne? Ist halt so.
Max Eber plant, Leroy Sané einen neuen Vertrag anzubieten. Vorstand und Aufsichtsrat sind informiert und stehen dem offen gegenüber. Hauptgrund dafür sind Sanés zunehmend überzeugende Leistung und sein Wunsch zu bleiben. Ein 3-Jahres-Vertrag bis 2028 ist im Gespräch. Sané ist bereit, die notwendigen Gehaltseinbußen hinzunehmen. Der FC Arsenal ist weiterhin interessiert und hat in den letzten Tagen neue Gespräche geführt. Wir müssen über Eberl und die Bosse sprechen, wenn das stimmt. Aber wer sagt das denn jetzt? Die Bild oder was? Ich zitiere, es ging nicht ums Geld. Thomas wollte keinen Folklore-Vertrag, volle Kanne oder gar nicht. Soll ich mit der Aussage anfangen, Alter? Was soll ich denn mit Folklore-Vertrag anfangen? Ich habe dir den Link mal reingepostet. Kannst du dir mal angucken. Sind 3 Minuten aus dem Doppelpass. Geil. Dann machen wir das gleich. Kann ich den nicht rauskopieren hier? Ruhig. Oh, hier geht gleich alles. Ah, nee, muss ich anders machen. Kopiere ich raus. Dann gucken wir uns das gleich zusammen an und dann. Aber wie gesagt, sorry, wenn es, dann verstehe ich Müllers Posting halt noch weniger. Ja, wenn es nicht ums Geld geht. Also wenn es wirklich um die Spielzeit geht bei Thomas Müller, ich meine, guckt euch die Prime-Doku an. Selbst da sagt er schon, dass die Spielzeit nicht ausreicht, die er hat. So, und dann haut er einen Post raus, er würde gerne noch beim FC Bayern bleiben, aber er darf nicht, so ungefähr. So kam das ja rüber, sein komischer Post, den er da gemacht hat. Ja, what? Wenn er doch den Anspruch hat, volle Kanne zu spielen, das kann er doch nun mal beim FC Bayern nicht. Das haben doch die letzten 1,5 Jahre gezeigt. Dann mache ich doch nicht so einen Post, oder was? Oder was verstehe ich? Es bezog sich wohl auf die Aussage von Eberl aus dem Januar mit dem neuen Vertrag. Und seitdem haben die wohl nicht mehr wirklich über einen Vertrag gesprochen. Und dann ist er halt im März mit dieser Vorstellung, dass er einen neuen Vertrag bekommt, in die Verhandlung gegangen. Und da haben sie ihm gesagt, nö, ist nicht. Und deswegen war er wohl enttäuscht. Okay. Ja, das verstehe ich ja, dass er da enttäuscht ist. Okay, das ist ja verständlich. Ja, keine Ahnung. Aber wahrscheinlich ist das einfach dann genauso Misskommunikation, wie es bei uns auch ankommt, Alter. Ja, ich denke, der Sommer wird richtig in Topform sein. Harry Kane wird ihn auf jeden Fall 2 einschenken, Alter. Mach dir mal keine Sorgen. Ja, das ist ja die Frage. Ist das damit gemeint, auf der Bank sitzen, Millionen verdienen? Oder halt nicht? Wenn du vorher sagt, es geht nicht ums Geld, dann kann nicht das damit gemeint sein. Es hat nichts Finanzielles zu tun? Ja, Nichts Finanzielles hat zu tun. Siehst du, so geht das schon los hier. Ah, da muss ich jetzt erstmal einblenden hier. Fensteraufnahme. Nee, mache ich anders. Machen wir einfach Vollbild, Alter. Zack. Okay, gehen wir mal rein in den Bums. Es hat nichts Finanzielles zu tun?
Das muss man ganz ehrlich so sagen. Und auch sportlich ist es nicht das alles Entscheidende. Wir haben mit Thomas gesprochen, wenn ich das ein bisschen erklären darf und ausführen darf. Ich glaube, dafür bin ich da. Mach mal. Wir haben im November zusammengesessen, zum ersten Mal mit Michael Kögel, seinem Berater, nachdem wir mit fast quasi allen Beratern gesprochen hatten, wo Verträge ausgelaufen sind, wo wir Verträge verlängern wollten. Und haben ganz offen mit Michael gesprochen, haben ihm gesagt, dazu, im November ist es alles offen. Gespräche, dann hat Wigel aber direkt gesagt, dazu, lass uns im März, April nochmal hinsetzen, dann weiß auch Thomas, was er will. Dann habe ich im Januar diese Äußerung getätigt und um die baut sich ja sehr viel auf, auch berechtigt. Und ich muss sagen, da war ich vielleicht nicht so schlau, das zu sagen, aber in dem Moment war ich auch nicht schlau, weil ich einfach auch emotional war, weil auch ich eine Bundesliga, einen FC Bayern ohne Thomas Müller mir gar nicht vorstellen konnte zu dem Zeitpunkt. Und dann ist das passiert, was im Sport halt leider passiert. Also wir haben Einsatzzeiten vom Thomas gehabt, ich glaube, ihr habt es nachher auch da, die in der Hinrunde noch relativ umfangreich waren, die dann aber seit Januar rapide abgegangen sind ins Negative. Also kaum mehr Einsätze hatte, weniger Einsätze hatte. Dann 200 Minuten, 200 Minuten in diesem Kalenderjahr. Ja. Sorry, das ist ja schon mal ein Take, der ist ja völlig wir. Also das heißt, in der Hinrunde war man zufrieden mit den Einsätzen von Thomas Müller. Das heißt, man war auch letzte Saison zufrieden mit den Einsätzen von Thomas Müller. Aber jetzt in der Rückrunde war man da nicht mehr zufrieden. Das ist schon ein wilder Take. Bis heute, genau. Und dann haben wir uns halt in der sportlichen Leitung Gedanken gemacht. Mit Christoph Freund zusammen, mit Vincent Kompany. Wie soll der Kader für die Zukunft aussehen? Wie gehen wir mit Spielern um, wo wir Verträge verlängern wollen? Klappt das nicht? Und Thomas Müller war ein ganz großes Thema. Einfach aus der Legende heraus, die er ist beim FC Bayern. Und die Gedanken haben wir uns intensivst gemacht. Wir haben dann irgendwann für uns in der sportlichen Leitung eine Entscheidung gefällt, wo wir gesagt haben, okay, wir würden den Vertrag nicht verlängern wollen. Haben das dann mit dem Vorstand abgestimmt, Michael Diederich, Jan-Christian Dresen haben zusammen diskutiert, weil es natürlich das ist ja kein gewöhnlicher Spieler, Thomas Müller. Das ist eine Legende, wir werden nachher noch berechtigterweise sein ganzes Lebenswerk beschreiben. Dementsprechend wussten wir, wie kompliziert die Entscheidung ist und jeder, das bitte ich einfach auch zu verstehen, bei allem, dass ich eine Entscheidung zu fällen hatte oder wir eine Entscheidung zu fällen hatten, ist mir das emotional extrem nahe gegangen, weil man natürlich am langen Ende entscheidet man was. Und bei so einer Legende, das tut schon weh, auch mir persönlich als Max Eberl, das möchte ich auch an der Stelle mal gesagt haben, auch wenn ich immer so rüberkomme, Entscheidungen sind zu fällen, aber trotzdem tut es eben weh. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, du darfst. Ja. Danke. Entschuldigung, ich dachte, du wärst Das hattest du mir gestern zugesagt, wenn ich komme, darf ich reden, ohne dass ich Leute langweilen möchte. Ja, okay. Wir haben natürlich dann mit dem Aufsichtsrat gesprochen, also mit Herrn Heiner. Ja, das ist ja, was ich sage. Der Take ist halt Schwachsinn. Ja. Ich habe mal nachgeschaut, 3 Spiele über 90 Minuten in der Hinrunde, sonst alles ein paar Minuten. Ja. What the hell? Weißt du, was ist das für eine Aussage? Der ist schon wild, oder? Gesprochen, mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen, mit Uli Hoeneß gesprochen, haben denen das mitgeteilt und es herrschte Einhelligkeit und es herrscht Einhelligkeit in dieser Personalie. Deswegen, wenn man drumherum sagt, der Club ist sich nicht einig, doch wir waren uns sehr, sehr einig. Und als dann diese Entscheidung gefallen war, haben wir uns mit Thomas hingesetzt und die Entscheidung ist am langen Ende, was die Zukunft des FC Bayern betrifft. Das ist das, was über uns steht, das ist das, was wir zu entscheiden haben. Und wenn wir jetzt eben unsere Kaderplanung, unsere Kaderstruktur in der Zukunft anschauen, wenn wir jetzt diese Spielzeiten angesehen haben, die wir gerade haben, in Zukunft, was wir vorhaben, das kann ich in der Runde natürlich jetzt nicht alles sagen, was unsere Planungen... Ja, brauchst du gar nicht mit anfangen, wir wissen das. In der Zukunft wollen wir natürlich junge Talente dahinter, die wollen wir entwickeln, so wie letzte Saison auch schon. Ja, Blasels. Das tut mir leid, aber was wir im Sommer alles auch umsetzen und realisieren wollen, und wenn man dieses Gesamtbild hat, dann sind wir zu der Entscheidung gekommen, wo ich... Also hat er doch gesagt, ihr wisst gar nicht, wen wir im Sommer schon alles haben. Hat er doch gemacht, der Max. Ich weiß, dass wir dafür keinen Applaus ernten. Das ist mir bewusst. Und gerade... Hat er doch gemacht. Anbu. Hat er doch gemacht. Das interpretiere ich jetzt mal. Wild. Ja, keine Ahnung. Also so wie es Eber sagt, ging es ja nicht ums Geld. Ja? Könnt ihr für euch interpretieren, wie ihr möchtet. Ich bleibe bei meinem Take. Hätte der Thomas gesagt, er macht das für einen obligatorischen Euro, hätte der FC Bayern nicht Nein gesagt. So, ja. Vielleicht hätte sich ein Müller auf 10 Mille eingelassen, whatever. Ja, mag sein. Wie gesagt, ich denke eher, ja, vielleicht kann man dann das sagen, so, das ging nicht ums Geld. Wahrscheinlich hätte Thomas gesagt, für 10 oder was weiß ich, mach das.
Ich glaube, wenn man das so hört, geht es wahrscheinlich eher um die Struktur der Mannschaft, wie ich schon gerade sagte. Ja, dass du mal diese gegensätzigen Führungspole da mit Neuer und Müller immer gegen Kimmich und diese Ecke, dass du das mal ein bisschen entschärfst. Und dass du jetzt mal den Staffelstab weitergibst. So, ja, den Staffelstab mal an Josh, dann den Staffelstab vielleicht an Josh und Heavy, was weiß ich, wie das dann da geplant ist. Ich glaube, das spielt eher eine Rolle. Ja, dass einfach mal dieser Machtmensch Müller weg ist. Weil die hat er nun mal, wenn du so lange im Verein bist und das erreicht hast. Ja. Vielleicht ist das ein Punkt, weswegen man sagt, ja, es wird Zeit, dass der nächste Stepper kommt. Ja. Vielleicht habe ich den Thomas dann da gerade Unrecht getan, so mit der Geldgeschichte. Ja, mag sein. Kann man dann vielleicht nochmal ein bisschen differenzierter sehen. Müsste ich mir mal den Post von ihm mal raussuchen, was er da geschrieben hatte. Das hörte sich halt so ein bisschen so an. Keine Ahnung. Das ist ja immer, was ich sage, ne? Was ich vorhin sagte. So, der eine interpretiert das so, der andere so. Wenn du einen Eber glauben magst, er sagt am Anfang ganz klar, dass es nicht ums Geld ging. Aber er sagt auch, es ging nicht ums Sportliche. Und das ist halt schon wieder so ein Widerspruch, der... Wenn du dann die beiden Sachen als wahrnimmst, dann kommst du zu dem Punkt, den ich gerade gebracht habe. Dann ging es um die Chemie. Ja? Um das Machtvakuum. Der Machtmensch Müller muss weg. So. Ja? Aber klar ist, dass du Müller keine 20 Millionen zahlst, wenn er dann weiter auf der Bank hockt. Ja? Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Schwierig. Schwierig einzuordnen, irgendwie der Take. Weil nochmal, selbst ein Thomas Müller hat ja, wenn ihr euch die Doku anguckt, sagt er ja, dass er mit den Einsatzzeiten unter Tuchel schon nicht zufrieden war und das für ihn so keinen Sinn macht, beim FC Bayern zu spielen. Und er hat diese Saison weniger gespielt wie unter Thomas Tuchel. Also ist dann so dieses, ach, du Scheiße, ich falle jetzt aus allen Wolken, ich muss jetzt beim FC Bayern weggetue, ist mir dann halt auch zu dumm. Ja. Weil wenn er dann seinen Aussagen treu bleibt, dann hat er ja selber gar keinen Bock beim FC Bayern auf der Bank zu sitzen, nochmal ein Jahr. Also, weiß ich nicht. Aber ja, da muss ich den Geldtake vielleicht ein bisschen zurückschrauben. Das ist ja das Ding. Wir wissen halt nie, was wird besprochen, wer sagt was. Am Ende, kriegen wir alles wieder nur zerpflückt durch die Medien zu hören. Und vielleicht war es wirklich so, dass es nicht die Geldsache war, sondern Thomas gesagt hat, okay, ich bleibe hier, auch für, weiß ich nicht, 5, 7 Millionen oder was auch immer, Ja, kann sein. wenn ihr mir die und die Einsatzzeiten garantiert. Und das konnten sie halt Das kannst du einfach ja eh nicht. nicht machen. Vielleicht ist es daran gescheitert, man weiß es nicht, wir werden es nie erfahren. Nee, werden wir auch nicht. Darf man sagen, Neuer war jetzt schlauer als Müller? Ja, das neue Thema, das triggert mich noch mehr, Alter. Da sage ich besser gar nichts zu jetzt. E-Ball nervt einfach. Warum? Ja, da habe ich ja keine Zeit zu, Chico. Alles ist gut. Mir ging es jetzt nur um den Müller-Take, den er da gebracht hat. Hier hängen die ganzen Nulpen ab, ja. Ja, jeden Montag hängen wir hier ab. Ich setze mich auch dazu an, Mu, ist kein Thema. Ich zahle auch noch den obligatorischen Euro. Ich versichere mich selber. Braucht der Verein nicht machen. Aber ich bin ja eh Mitglied, also von daher sollte das ja passen, ne? Zwar passives Mitglied, aber egal. Passt schon. Ja gut, dann muss ich mein Müller-Take ja nochmal neu aufnehmen für YouTube. Da muss ich den ja ein bisschen revidieren. Ist ja wild. Sehr gut, dass Blondie das nochmal angebracht hat. Ja, ich werde es nicht ganz revidieren, ne? Also ich glaube immer noch, dass das so wäre, wenn er gesagt hätte, keine Ahnung, komm, für einen kleinen Euro, es sei denn, wie ich gerade sagte, dass man echt so sagt,
nee, komm, wir wollen jetzt ab nächstes Jahr eine neue Struktur aufbauen. Dann verstehe ich das, dann kann man zwar auch nicht sagen, nee, selbst für einen Euro nicht. Wir wollen dich einfach nicht mehr haben, damit wir eine neue Struktur innerhalb der Mannschaft aufbauen können. Das werden wir dann im Sommer sehen. Dann verstehe ich seine Aussage auch, die er gerade da gemacht hat. So, ihr wisst noch nicht, wen wir alles haben, ne? Wie unsere Vorstellungen sind. Dann kann man das verstehen. Dann muss ich aber auch sagen, da muss man im Sommer klar sagen, hier, Yoshi, du bist jetzt Kapitän dieser Mannschaft, wa? Das wird dann auch Zeit. Vielleicht ist das auch ein Faktor. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns überraschen. Ja, Yoshi, kennst du nicht den Grünen? Von Mario Kart? Yoshi? Ja, wenn er wütend wird, oder was? So ist er. Wenn wir mal wüssten, wen die schon alles vergrault haben mit ihrer Nico Scheiße, Williams dann ist würde es wahrscheinlich safe. schlecht Ist werden. safe auf der linken Seite, wenn Kingsley geht. Macht euch keine Sorgen. Und Thomas Müller musste jetzt das Gehalt freimachen für Florian Wirtz, wie ich gelesen habe. Läuft also. Offensive steht dann. Ja, siehst du, sag ich doch. Manche haben das schon so interpretiert, dass er Müller-Nachfolger Florian heißt und jetzt hat er in Leverkusen spielt. Ja, siehst du? Wer weiß, wer weiß. Wir werden es sehen. Nee, dann werde ich da morgen nochmal einen Take zu aufnehmen zum Thomas. Da muss ich das mal ein bisschen gesonderter einordnen. Was aber immer noch nichts vom letzten Jahr ändert. Das muss ich dann nochmal mit reinnehmen. Ist natürlich dann schon hart, ja. Also dann kann ich die Enttäuschung auf jeden Fall verstehen von Thomas. Und dann kann ich auch seinen Post verstehen, dass er sagt so, ja, ich wollte eigentlich noch, aber ich darf nicht so. Ne? Aber das kann ja dann wirklich nur daraus geboren sein, dass man halt sagt, jo, wir wollen richtig was umstrukturieren. Ne? Ja. Kann gut sein. Kann gut sein. Versuchen wir dann den E-Ball im Sommer dran zu messen. Haben wir ja letzten Sommer auch schon getan. Alfonso Davies hat ja nicht so geklappt. Aber gucken wir mal. Der Müller darf immer Tore schießen. Ich freue mich immer über Tore. Ich hätte mich auch über eine gute Leistung von Thomas Müller gegen Augsburg gefreut, aber die war halt nicht gegeben. Also sportlich war das, weiß ich nicht. Das war Einfluss gleich 0 aufs Spiel. Ne? Ist halt so. Ja, weiß ich. Also Manu muss man ja auch mal ein bisschen in Schutz nehmen. Bis zu der Verletzung war er ja wieder ganz gut in Form. Ne? Also da die Spiele waren echt ordentlich. Davor war es natürlich Kacke, Katastrophe teilweise, haben wir ja auch hier klar geäußert. Aber wirklich vor der Verletzung, die 3, 4 Spiele waren wirklich gut. Ja, natürlich nicht Weltklasse, da wird er auch nicht mehr hinkommen. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber das war wirklich ordentlich. Ja. Deswegen war das schon schade. Aber ja, so ist das in dem Alter einfach. Ne? Wie gesagt, der Körper wurde ja über Jahre geschunden. So, das ist ja keine normale Belastung. Ne? Und umso älter du wirst, umso anfälliger wirst du. Das wissen wir alten Säcke. Und da reden wir noch über Leistungssport. Ne? Das ist halt einfach so. Nee, ich finde das auch nicht. Ich finde auch, der Obich macht seinen Job wirklich gut. Ja, wirklich. Also erstmal fußballerisch steht da Neuer in gar nichts nach. Aber in absolut null. Ja. Was du beim Peretz immer noch manchmal hattest, so, ja, der war zu fickrig, ne? Wo das zum Ende später dann auch besser war. Ole wissen wir alle, Ole ist fußballerisch halt, ist eine andere Generation. Also fußballerisch steht er in gar nichts nach, dem Manu. Ja, also da kamen weniger Fehldinger raus, wie es bei Manu war. So, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, jetzt an dem Tor konnte er nichts machen. Dass er viel, viel schneller ist, hat man auch gesehen, denke ich, ja. Wenn du mal gesehen hast, wie schnell er unten ist und dann in der Ecke ist. Es sieht bei ihm manchmal ein bisschen komisch aus, wenn er hier so den Übergreifer macht. Da sieht er immer so, da sind wir bei diesem Jan-Sommer-Thema. Da sieht das immer so aus, oh,
Da fehlt so eine Hand, ne? Da fehlt so eine Hand. So eine Hand. Das könnte noch mal ein Thema werden vielleicht. Bin ich gespannt. Aber ansonsten, der gibt gleich Kommandos. Der siehst du, der ist Bestandteil dieser Mannschaft. Also das in dem Alter. Alles gut. Ich hoffe, er straft mich jetzt morgen keine Lügen. Nee, bisher ist das ordentlich auf jeden Fall. Und zum Glück konnte er nach dem Patzer nochmal spielen und sich da ein bisschen rehabilitieren. Ne? Ja, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, ne? Chico, ich kann das nicht sagen. Ich tue mich auch immer schwer, solche Sendungen, da irgendwas so. Ja, da musst du wirklich genau hören, ne? Da hast du die Kommentatoren da sitzen, hast du noch irgendeinen Experten da sitzen, der dir irgendwelche Wörter in den Mund legt und dann widersprichst du nicht zu 100% und dann interpretiert man da was rein. Deswegen kann ich mir den Mist eigentlich nicht angucken. Deswegen habe ich eigentlich immer so den Maßstab, komm, wenn da einer auf der PK sitzt und was sagt, dann kann ich da mehr mit anfangen, ne? Aber ich denke, die Aussage, die er jetzt da gerade getroffen hat, war eindeutig, ne? Und die hörte sich ja wirklich so an. Ich meine, er hat es noch ein bisschen schön geredet mit dem Sportlichen in der Hinrunde, was für mich Schwachsinn war. Aber das hört sich eher so an, man plant halt wirklich ein bisschen den Umbruch und einfach, man möchte ein anderes Mannschaftsgefüge haben. Ja? Und das finde ich völlig fein, weil das wird Zeit. Ja? Da spricht natürlich dann die Neuerverlängerung gar nicht mit rein. Das ist ein bisschen schade. Das hätte man dann auch nicht tun sollen. Aber vielleicht hat Neuer signalisiert, in der neuen Saison halt da irgendwie einen Schritt zurück zu machen. Ich weiß es nicht. Kann es mir schwer vorstellen, aber wir werden es sehen. No? Nee, den Take hat nur Manu gebracht. Nee, ist auch richtig, Blondie. Ist auch völlig fein. Wie gesagt, wenn ich die Zeit finde, werde ich mir das noch angucken, was der Ebel da genau gesagt hat. Ziehe ich mir morgen früh mal rein. Mal gucken. Ja, dann hau mal raus dein Bildentake. Bin schon gespannt. Sieht schon auf heißen Kohlen. Hab schon einen Finger am Bannknopf, du. Am Bannknopf. Ich folgte dir bereits, seitdem du lediglich 500er hattest und ich mochte dich immer für deine ehrliche Kritik. Aber ja, ich denke auch, dass ein neuer genug fehlen wird. Ja, leider. Denke ich aber auch. Ich glaube auch nicht, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ein neuer nochmal irgendwie ein halbes Jahr am Stück fit sein wird. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber wer weiß. Zu wünschen wäre es ihm. Zu wünschen wäre es halt, ja, dass das wirklich so klappt, wie der Verein sich das vorstellt. Dass er ihn obig an die Hand nimmt. Wo ich es da ein bisschen schade für den Daniel finde. Ich hätte es gut gefunden, wenn beide da sind, dass er beide an die Hand nimmt und da irgendwie so ein Zweikampf ist, anstatt dass man den Ulle nochmal ein Jahr verlängert. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass unsere Siege und Spiele zu positiv bewerten. Halleluja, Ben. Das habe ich ja auch noch nicht gehört. Kann das jemand snippen? Nee, alles gut, Ben. Mach dir keinen Stress. Ein Fingersystem ist völlig fein. Nee, ich bin aktuell halt einfach, wir sind halt aktuell einfach in einer Phase, wo es egal ist, so, weißt du? Die Phase ist jetzt, wir haben noch 6 Spiele in der Bundesliga. 6? Ja, ne? Davon musst du 4 gewinnen. So, das ist meine Phase. Es ist mir am Ende des Tages, ganz ehrlich, ist es mir scheißegal, wie wir die 4 Siege holen. Ja, klar können wir dann sagen, ja, wir haben scheiße gespielt, aber am Ende des Tages ist es mir wurscht. Ja, ich will einfach, dass wir Meister werden. Punkt. Und nicht, wir machen jetzt noch 6 schöne Spiele, verlieren 3 und Leverkusen wird Meister. So, da kann ich mich nicht mit anfreunden. Ja? Und dasselbe gilt für die Champions League. Ja, ich meine, wir haben so viele Titel weggegeben in der Champions League, wo wir mit Abstand die beste Mannschaft waren. Das brauche ich halt nicht. Ja,
Wegen mir lass Inter Mailand morgen 25-3 Torschüsse haben und wir gewinnen 13-0. Ja, alles gut. Dann setze ich mich da hin und sage, ja, guck mal, haben wir eine italienisch abgewichste Leistung gezeigt. Ja, so, warum soll ich das dann in Grund und Boden reden? Und der Unterschied zur letzten Saison, warum das so ist, kann ich ganz kurz erklären oder warum ich das so sehe, ist, weil ich einfach das anerkenne und sehe, dass das eine Mannschaft ist. Ja, du hast nicht nur Mannschaft, du hast eine Einheit. Auch das Trainerteam musst du mal mit reinnehmen. Ja, das haben wir seit Jahren nicht gehabt. Das haben wir nicht unterm Ancelotti nicht gehabt, das haben wir unterm Kovac nicht gehabt, das haben wir unterm Nagelsmann nicht gehabt, das haben wir unterm Tuchel nicht gehabt. Du hast immer irgendwelche Grüppchen innerhalb dieses Kaders gehabt. Oh ja, der mag Nagelsmann nicht, der mag den nicht, weil der wird ungerecht behandelt, dann mag ich den nicht und der mag den nicht und so. Und Kompany hat das geschafft, was keiner dieser ganzen Trainer geschafft hat. Ja, dass das endlich wieder eine Einheit ist. So, und deswegen kann ich diese Saison, so erstmal habe ich keine Argumente. Natürlich kannst du das Spiel gegen Pauli, auch gegen Augsburg, kannst du teilweise zerpflücken. Aber das Ergebnis, das ist, was da steht. Ja, ich setze mich in jedem Ding hier hin und sage, Conny Leimer ist kein Rechtsverteidiger. Ja, wenn wir mit Conny Leimer als Rechtsverteidiger die Champions League gewinnen, was habe ich dann für Argumente? Ja, weißt du? Da mache ich mich ja lächerlich. Ne? Ja, das ist vielleicht der Grund. So, aber warum soll ich das negativer sehen, als wie es ist? Ja, wir sind 6 Punkte vor Leverkusen, wir sind im Champions League Viertelfinale. Über was soll ich mich jetzt gerade beschweren? So, ja. Wir sind gegen Leverkusen zu Hause ausgeschieden aus einem dummen Fehler, einem individuellen Fehler durch Manuel Neuer. Die Mannschaftsleistung danach war eine Kanone, Alter. Wir haben halt einfach nicht das Spielglück gehabt. Ja. Das ist das Einzige, was du kritisieren kannst diese Saison. So, den nächsten Punkt, den du kritisieren kannst, ist die nicht vorhandene Jugendarbeit, die man geopfert hat, dass wir halt das haben, was wir gerade haben. Dass du dieses Team hast. Ne? Das ist der Grund. Das ist der Grund, warum wir keine Jugendspieler integrieren. Weil wir das alles untergestellt haben, dass wir ein Team haben. Und das geht nur, wenn du den Spielern wie Gnabry, wie Leroy, wie Kingsley, wenn du denen das Vertrauen gibst und die immer wieder mal aufstellst. Ne? Und das geht halt, dann kannst du nicht anfangen und sagen, ey, ich nehme jetzt den Vidovic und stell den da hin. So. Ja, dann zerstörst du das wieder. Das ist der Grund. Das ist der große Unterschied zu letztes Jahr. Letztes Jahr es war kein Team. Es war einfach kein Team. Absolut nicht. Ja. Und das habe ich diese Saison, ja, in Leverkusen hast du das mal gesehen. Da hatten wir so einen Rückfall. Und noch in 2, 3 Spielen, wo du mal eine Halbzeit gesehen hast, wo wir so einen Rückfall hatten. In diese Phase. Ja. Wo es dann nicht lief, wo es scheiße war und wo dann wieder nur jeder auf sich selber geguckt hat. Aber ansonsten war das die Saison nicht. Wir sind ein Team. Ja. So, und da hat ein Kompany einen riesen Anteil. Ja. Oder den alleinigen Anteil sogar. Und mit ein Faktor ist, dass er sich auf der PKs da hinsetzt, so wie heute auch, da die Nachfragen zu Serge, zu Thomas, Blasels, da geht er gar nicht drauf ein. Ne? Und das ist richtig und wichtig. So. Nicht so wie Tuchel, der dann jeden Spieler einzeln kommentiert hat und bla und Sülz. Ja. Und deswegen, nochmal, was soll ich jetzt gerade schlechter sehen? Oder wo bin ich zu positiv? Ich wüsste nicht, wo ich zu positiv bin. Also ich sage, wenn Leroy scheiße spielt, ich sage, wenn Leroy gut spielt, aus meiner Sicht. Ja, ich sage, dass Kompany eine Pfeife ist, dass er immer wieder einen Conny Leimer als Rechtsverteidiger aufstellt. Ich habe das mit dem Aznu knallhart kritisiert, was für mich lächerlich war. Die Sache mit dem Fonsi. Also ich wüsste nicht, wo ich jetzt irgendwie zu... Aber du kannst ja gerne mal sagen, wo ich zu positiv bin. Würde mich ja mal interessieren. So... Ja, man will einen Daniel ausleihen, wie ich gehört habe. Aber da müssen wir halt auch mal abwarten, wie sich das entwickelt. Ne? Ich meine, Torwart ist immer eine schwierige Posi. Mal abwarten. Ich kann da immer nur wieder an Rensing und Kraft erinnern, die auch schon die großen Nachfolger von Manuel Neuer, von Oliver Kahn waren. Ja, und dann ging es auch dahin. Also man muss jetzt nicht den Tag vom Abend loben. Ne? Also Obig wird natürlich noch seine Erfahrungen brauchen. Wichtig ist, dass man an ihn dann festhält und ihn nicht verteufelt, wenn er dann halt mal so einen Bock schießt, wie er da geschossen hat. Und das wird nicht der letzte gewesen sein. Ne? Ja, das werden das nächste Jahr zeigen. Ne?
finde die Frage spannend, wer letztlich die Nachfolge von Neuer antritt. Ob es Obi schafft oder ob wir einen fertigen und teuren Keeper verpflichten. Ja. Das wird die kommende Saison zeigen. So, aber deswegen ist es ja gerade gut, erstmal, dass man ihn verpflichtet hat und ihn dann jetzt auch durchknallt. Ja. So. Das musst du natürlich auch erstmal machen. Ich meine, wir reden jetzt über ein Champions League Viertelfinale. Ja. Wenn der da jetzt einen Bock schießt, der Urbich, und du deswegen ausscheidest, ja, dann wird ganz Deutschland schreien und wahrscheinlich 80% auch hier aus dem Chat, ja, hättest du doch mal den Ulle aufgestellt. Der Ulle ist 38, der hat Erfahrung von 30 Jahren, da kannst du doch nicht machen. So, ne? Brauchen wir gar nicht abstreiten. Ja, dann wird das Thema aufkommen. Ja, aber ja, wenn das dein Nachfolger sein soll nach Neuer, dann musst du den jetzt reinballern und musst ihn durchziehen. Ja, ganz einfache Kiste. Und auch das hat ein Kompanie vorbildlich gemacht bisher. Ne? Auch nach dem Patz hat er gesagt, alles ist gut. So, da sind andere Spieler in der Pflicht, nicht der Junge. Das gehört dazu. Ja, und fertig. Ne? Bei Tuchel war es hier eine Frechheit. Anbo. Jetzt zählen nur noch Punkte, so sieht's aus. Bei Tuchel war ich ehrlich und habe gut kommentiert. Naja, ich bin jetzt auch ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Das, was ich sage, meine ich auch so. Ja, also ich hätte das nicht erwartet, ne? Habe ich aber auch vor der Saison gesagt. Ich hätte nicht erwartet, dass wir ansatzweise ja, so performen, wie wir performen. Ja, und wenn man sich den Kader anschaut, dass nur Michael dabei ist, der neu ist, dann kannst du das gar nicht hoch genug eine Kompanie anrechnen. Ja. Genau, Kompanie weiß, wie es in der Kabine der Topmannschaft zugeht. Und der weiß auch, wer die Spieler nehmen muss halt. Hoffentlich wird er nicht so hintergangen wie Nagelsmann. Ja, vielleicht ist das auch so eine Rolle, weswegen man Thomas nicht verlängern möchte. Könnte ich mir auch noch vorstellen, dass das auch mit reinspielt. Weil Thomas Müller bei den Trainern schon immer mit die treibende Kraft war, wenn er nicht spielen durfte. Ja. So, jetzt war der Tuchel. So, jetzt neuer Trainer, Kompanie. Da wird Müller wahrscheinlich auch wieder gedacht haben, geil, da geht's wieder von vorne los. So, jetzt hat er wieder gemerkt, der setzt auch nicht auf mich. Vielleicht wollte man sich das Fass einfach nicht aufmachen nächstes Jahr. Ja. Kann halt auch noch ein Grund sein. Wer weiß. Na, es ist doch keiner mehr da. Wen willst du denn aufstellen? Wen willst du denn gerade aufstellen aus dem Nachwuchs? Es ist doch niemand mehr da. Es ist niemand mehr da. Ganz einfach. Es gibt keinen mehr. Vidovic ist der Einzige, den man zurückgeholt hat. Ja, wo willst du den jetzt gerade hinstellen? Willst du den jetzt gerade für Leroy bringen, der gerade das Tor mal trifft? So, das wäre das Einzige, wa? Naja, aber da habe ich ja meine Meinung zu gesagt. Ja, das habe ich ja auch kritisiert. Wie gesagt, man hat ein paar Linien verpflichtet, weil man Kimmich absägen wollte. So. Und deswegen hat man einen Sechser verpflichtet. Dann hat Kimmich performt, Kompanie ist von Kimmich überzeugt. Punkt. Hast ein paar Linien umsonst verpflichtet. Hast 50 Meter in den Sand gesetzt. Ja, vollkommen richtig. Tell-Personalie habe ich gesagt, dass es eine absolute Frechheit ist. Obwohl er wirklich schlecht gespielt hat, habe ich auch jedes Mal gesagt. Das ist eine absolute Frechheit, dass man nicht mal einen Tell genommen hat und dem mal 4, 5 Spiele am Stück gegeben hat, wie allen anderen Flügelspielern. So. Habe ich klipp und klar kommuniziert und kritisiert. Also weiß ich nicht, was man da jetzt als zu schön sieht. Und der Hansi war es auch eine Einheit, ja, richtig. Hansi hat auch da ein Händchen für gehabt. Und das brauchst du halt. Ja, erst recht bei so einem Kader, der so viele Individualisten hat und so weiter. Das Wichtigste ist, brauchen wir uns nichts vormachen, ohne dass jeder für den anderen oder miteinander gerne möchte. Dann brauchst du ja nicht anfangen, über Taktik zu reden, wie ein Tuchel oder sonst was. Ja, solange das nicht gegeben ist. Unser Problem ist nun mal auch, dass wir Spieler haben mit Verträgen, die so gut sind, dass sie ausgesessen. Ja, richtig.
ausgesessen werden. Und das umzubauen dauert einfach und die Zeit muss man Eberl und Kompanie geben. Können ja nicht ewig ein Trainer und Sportvorstand Drehte bleiben. Nee, richtig. Aber dann musst du knallhart jetzt den Vertrag von Leroy auslaufen lassen. Wenn das passiert, ey, alles fein. Dann sehe ich den Weg auch, den der Eberl da gerade in seinem 3-Minuten-Statement gesagt hat. Ja, weil dann wird man die Verträge von Deon und Gnabry auch auslaufen lassen. So, dann bin ich da fein mit. Wenn man jetzt aber dann anfängt, einen Leroy zu verlängern, wenn es auch nur für 10 Mille ist, sorry, dann kannst du alles, was gelabert wurde, kannst in die Tonne treten. Ja. Live-Batscher, servus. Ja, du hättest halt nicht diese Einheit gehabt. Ne? Also ich hoffe, das ändert sich jetzt, wo man langsam die Alkediten verabschiedet. Vermutlich war die ganze Saison über Finale da Home das heimliche Ziel. Nicht das heimliche. Chrissy ist ja voll reingegangen, auch vor Jahreshauptversammlung. Nur mit jungen Küken hätte man das nie erreicht, wo man jetzt steht, würde ich behaupten, was auch verständlich ist. Ja, noch nicht mal, weiß man nicht. Ja, wenn du außergewöhnliche Talente hast, hättest du das vielleicht auch erreicht. Aber du hättest nicht diese Mannschaft gehabt. Ne? Das ist das Thema. Wenn du jetzt da, was weiß ich, du hättest einen Arzt nur durchgedrückt, du hättest vielleicht einen Ibrahimovic durchgedrückt, was sportlich mit Sicherheit gegangen wäre. Ja. Du hättest nochmal einen Müller, nochmal einen Jugendspieler vor die Nase gesetzt, dann wäre der auch komplett eskaliert. Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Das war vielleicht auch ein Grund, warum Mathis Tell dann nicht vorne rein durfte, wo ein Heavy nicht da war. Du hättest einfach nicht diese Einheit gehabt, die du jetzt hast. So, dafür hat man die Jugend, die Abteilung Jugendarbeit, was man eigentlich kommuniziert hatte für diese Saison, hat man geopfert. So, das muss man knallhart sagen. Das sieht man ja an dem Verhalten. Ja. So. Ob das dann sinnig war oder nicht, Leute, das ist ja das Schöne, das wissen wir in ein paar Wochen. Ja, wenn wir Meister sind und im Champions League-Finale stehen, dann war es das vielleicht wert, zu sagen, man verschiebt den ganzen Bums um ein Jahr. Wenn man dann nächstes Jahr damit wirklich loslegt, ja, das werden wir halt sehen. Oder ob es das nicht wert war. Das werden wir sehen. Das ist ja das Schöne. Nur meiner Meinung nach gut gespielt gegen Leverkusen. Mit Glück ein Punkt. Hauptsache nicht verloren. Leimer, okay, da sind wir einig. Hä? Ich glaube, irgendwas ist, verwechselst du gerade, Ben. Du kannst dir gerne nochmal meine Meinung zum Leverkusen-Spiel angucken. die kannst du dir gerne mal angucken, was ich da gesagt habe zu dem Punkt in Leverkusen. Guck's dir gerne an. Wenn du mir dann sagst, das wäre zu positiv, ja, dann läuft irgendwas ganz gewaltig falsch. Also, ich habe gesagt, die Spiele, die jetzt kommen, wa? So, und nicht die Spiele, die waren. Spiele Leverkusen, ich habe vom Pokalspiel geredet. Ja. So, in Leverkusen war es eine Frechheit, was wir da gezeigt haben. Und das habe ich auch klar kommuniziert. Warum rennt da keiner mehr von Nübel? Redet keiner mehr von Nübel? Weil der Nübel eine Wurst ist, Alter. Fehler passieren, haben Neuer schon gemacht letztes Jahr und damals gegen Liverpool und Ulle auch gegen ja damals. Ja, natürlich, Fehler passieren immer. Fehler passieren immer. Sind doch alles Menschen. Kompanie hat einen toten Kader wiederbelebt. Das kann man ihm nicht hoch genug anrechnen. Ja, das sehe ich genauso. Meine Aufstellung gegen Inter, Ubich im Tor und 10 Michaels. Ja, wenn das nur gehen würde. Hm? Ja, das wissen wir ja nicht. Also Eberl hat es ja verneint, dass es nicht ums Geld ging. Nee, alles gut, Ben. Ich verstehe das schon, dass es über so einen Chat manchmal schwierig ist. Kenny im Sturm hast vergessen.
Also ich hätte auch Josh nicht verlängert und Goretzka gute Spiele machen, 3 Jahre Kacke spielen, nicht wett, aber naja, sehen viele ja anders. Ja, wie gesagt, Thema Josh brauche ich nicht wiederholen, habe ich oft genug gesagt, wie ich das sehe. Thema Goretzka, wie gesagt, also meine Meinung steht da. Goretzka, Leroy, Serge, Verträge auslaufen lassen, Feierabend. So. Wechseln, verkaufen, sie wollen nicht wechseln, du wirst sie nicht verkauft bekommen, die werden die Verträge aussitzen, ja, mach es und dann weg. Sorry. Ja. Das ändert sich auch nicht, weil für mich passt Leon gar nicht in dieses System rein, was Kompanie spielt. So, und Serge, Leute, guckt euch diese Saison wieder an. Brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Dasselbe zu Leroy. Ja, ich kann mit dem Nübel halt einfach nichts anfangen. Aber es ist auch nur so eine persönliche Geschichte. Vielleicht mag er ein guter Torwart sein, ich weiß es nicht. Wie gesagt, der hat bei mir verspielt, wo er gesagt hat, ich gehe nicht in den Konkurrenzkampf, ich will weg. Ja, was willst du mit so einem Spieler, Alter? Wir reden über den FC Bayern, da gibt es immer Konkurrenzkampf. Ja. Fertig. Es läuft ja aufs Ende zu. Ich lese mir Müllers Kommentar und den Eberl-Auftritt schaue ich mir nochmal an. Ich bin anscheinend voll die rosarote Brille, wenn es um den FCB geht. Seit Müllers Abschied hat jeder drauf gehauen. Wahrscheinlich nur gesehen, dass jeder den FCB angreift. Ich entschuldige mich nochmals, wünsche einen schönen Abend. Ja, alles gut, Chico. Ist doch okay, wenn das deine Meinung ist, das ist deine Meinung. Ja? Wie gesagt, ich habe nur diese 3 Minuten gesehen. Was ist das eigentlich für ein Humbug-Vertrag da mit Nübel, dass wenn der Vertrag von Neuer verlängert wird, dass der sich von Nübel automatisch auch um 1 Jahr verlängert? Wer hat die Scheiße denn ausgehandelt? Wahrscheinlich der Berater von Nübel, weil er ein Fuchs war. Mit Brazzo oder was? Danke für nichts. Naja, aber dann wäre ich gar nicht zum FC Bayern gegangen. Weißt du? Das ist doch der Punkt. Was will er dann beim FC Bayern? Was will er dann beim FC Bayern? Das ist vollkommen richtig, natürlich nicht. Genauso wie es nie einen Konkurrenzkampf im Zentralmittelfeld gab. Aber was will er dann beim FC Bayern? Was soll der Scheiß? So, und wenn doch dann ein Trainer sagt, Herr Nübel, Sie können nächste Saison, weil Manuel Neuer, jetzt mal abwarten, ne? Mal ruhig bleiben, weil Manuel Neuer, wissen wir noch gar nicht, wie der aus der Verletzung kommt. Ob der überhaupt noch mal das Leistungsniveau erreicht. Ob der überhaupt noch mal Fußball spielen kann. So, von diesem Zeitpunkt rede ich. Von diesem verfickten Zeitpunkt. Ja? Und da hätte Nübel ja erstmal ein paar Spiele gemacht, weil Neuer ja gar nicht da war. Ja? So. Und wenn doch dann ein Nübel da Weltklasse-Leistungen gezeigt hätte, glaubt ihr wirklich, mit den Leistungen, die Neuer gezeigt hat, seitdem er wieder da war, dass man das dann hätte verargumentieren können unter dem Trainer, den wir gerade haben? Ich glaube nicht. Ja? Oder der Trainer, der war der Kompanie nicht Trainer, wäre Tuchel noch Trainer gewesen. Ne? Trotzdem, also das ist keine Einstellung, Alter. Es war ja noch nicht mal, dass ein Neuer da war und spielbereit war. Der war nicht da. Der war verletzt und es stand in den Sternen, ob der nochmal wiederkommt. Und da sagt er, nee, mach ich nicht. Ja, was willst du mit solchen Leuten, Alter? Sich verpissen, ey. Junge. Wie viele Torhüter haben wir verschlissen die letzten 3 Jahre? Ja, keinen. Wen haben wir denn verschlissen? Herr Sommer hat seine besten Spiele immer gegen uns gemacht, nie für uns. Sommer. Hör auf mit dem Sommer, Alter. So ist es halt, Leute. Es wird nicht langweilig beim FC Bayern. Auch nächstes Jahr wird es nicht langweilig. Die Torwartposition. Und von dem Rest brauchen wir gar nicht erst anfangen. Wir werden nächste Saison hier sitzen und werden uns wieder über Gnabry und Leon aufregen. Hoffentlich nicht mehr über Leroy. Da bin ich sehr gespannt.
Thomas haben wir ja schon mal abgesägt. Der ist ja schon mal auf und davon. Notgedrungenermaßen. Aber ich kann seine Enttäuschung auf jeden Fall verstehen jetzt. Wenn das dann wirklich so war, kann ich das verstehen. Da kann er dann auch zu Recht enttäuscht sein. Ja. Das hätte man dann einfach besser kommunizieren müssen. Ja. Da gehe ich mit. Auch wenn man sich das vielleicht hätte dann denken können von Müllers Seite, wenn man seine Spielzeiten sieht. Ich meine, das wird er auch gemerkt haben, der ist ja auch nicht dumm. Aber trotzdem kann man da die Enttäuschung dann verstehen. Ja. Morgen treffen wir auf die halbe Bundesliga, Alter. Ja, weiß ich nicht, ob man bei Nübel nicht ein finanzielles Risiko eingegangen ist. Ich möchte nicht wissen, was der an Gehalt verdient und was wir auch immer noch an Gehalt zahlen. Also Stuttgart hat ja nicht das komplette Gehalt übernommen von Nübel. Aber bei Peretz und Urbich gehe ich mit. 100 Pro, ja. Auch ein Peretz war ein super Transfer. Da hat man halt einfach nicht die Eier gehabt, ihm ein bisschen mehr Spielzeit zu geben. Ne? Das war halt so das Problem. Und wenn er die Spiele, die er gemacht hat, waren doch gut, ey. Waren wirklich gut. Deswegen, ich hätte mir gewünscht, so, der Neuer führt einen Peretz und einen Urbich nächstes Jahr zusammen an. Ja, und dann gibt es einen Konkurrenzkampf über die Nachfolge von Manu. Das hätte ich gut gefunden. Sané macht morgen eine Bude. Ja, Ist das jetzt wie Tuchel sein Move? Ja, der Serge, der macht auf jeden Fall ein Tor. Der macht auf jeden Fall ein Tor in der Champions League. Ja. Und dann stand er noch niemals auf dem Platz. Habe ich jeden Anbieter zum Gucken und was bezahlst du? Ich zahle für Sky gar nichts, weil ich Sky über meinen Stiefvater kugel. Der zahlt Sky. Ich zahle nur DAZN und DAZN zahle ich 30 € im Monat. Vorher 40 oder 45, aber ich habe das verlängert jetzt bei dieser Aktion, das für ein Jahr direkt und deswegen zahle ich 30 im Monat. Ja. Ja, und Amazon Prime halt noch. Ja, Amazon Prime habe ich aber das habe ich nicht jetzt wegen Fußball. Das ist Bonus. Amazon Prime zahle ich und das zahle ich glaube 80 mittlerweile oder 90 im Jahr. Also ich zahle immer alles in Jahrweise, ich zahle nicht auf Monate. Ich zahle immer Jahr, ist billiger. Ja. Aber es geht auch ohne. Ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich keine Sohn hatte. Da musst du halt mit arabischen Kommentaren nehmen können. Und mit schlechterer Bildqualität. Ja. Aber wenn man so einen YouTube-Kanal betreibt und da irgendwie ansatzweise seine Meinung äußern will, dann sollte man natürlich die Spiele vernünftig gucken können und deswegen halt. Ich würde es auch lieber finden, wenn es von Vereinsseite was geben würde, wo du einen Fuffi zahlst und alles wäre gut. Ja. Nübel soll so 10 bis 11 Millionen verdienen und Stuttgart bezahlt 3 bis 4 Millionen. Ja. Das ist schon wild. Ja. Was habe ich denn letztens, wo habe ich mich denn so erschrocken? War das beim Boe? Ich glaube. Der Boe soll nur 4 Millionen verdienen in München. Wild, oder? Und da war noch einer. Wofür soll der auch mehr kriegen? Ja, aber setz das mal ins Verhältnis. Muss das mal ins Verhältnis setzen zu dem, was andere Leute verdienen. Dachte ich, 4 Millionen, wie geht das denn noch beim FC Bayern? Wild. Aber Erik kriegt auch nicht so viel, ne? Nee, Erik kriegt auch nicht so viel. Sané hat in den meisten großen Spielen eine Bude gemacht, gegen Real, gegen Arsenal, gegen Inter letztes Jahr. Bin auch guter Dinge, dass er morgen eins macht. Ja, der hat halt immer Bock auf Champions League, ne? Der Leroy. Und wir hat er jetzt auch ein bisschen Selbstvertrauen getankt, ne? Also nochmal, wegen mir kann der Leroy kann durchperformen, die ganze Saison. Der kann uns auch gerne im Champions League-Finale mit 2 Toren zum Titel schießen. Das wird meine Meinung nicht ändern. Sorry. Bin ich ihm super dankbar, hat dann auch persönlich einen Abschluss geschaffen. Aber ja, auf die 5 Jahre gesehen wird das meine Meinung nicht mehr ändern. Hab
Wow und kann nur samstags. Hast du einen Tipp für mich? Nee, habe ich nicht. Leider nicht. Ich hatte damals mal so eine komische Seite, da konntest du halt so, ne, irgendwelche arabischen Dinge angucken. Ich weiß, irgendwie über Servus TV kannst du Bundesliga gucken, über Österreich, aber dann brauchst du ein VPN, damit du das abschließen kannst oder gucken kannst oder sowas. Aber habe ich mich nie mit auseinandergesetzt. Aber vielleicht ist hier ein Ösi da, der kann das ja mal beantworten. Aber ich glaube, da kannst du auch Champions League gucken dann. Über Servus TV. Aber dann brauchst du ein VPN und auch einen vernünftigen VPN, der sagt, dass du in Österreich bist und nicht in Deutschland, wenn du in Deutschland bist. Ich weiß ja nicht, bist du in Deutschland überhaupt? Das sind ja die Fragen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, zwischendurch mal das Webradio ist auch echt cool. Die gehen da auch richtig rein. Die gehen rein, die Jungs. Haben mir jetzt auch Spaß gemacht. Ich hab auch gar keinen Tipp rausgehauen im Taktikfuchs, fällt mir ein. 3:1 tippst du? Ich sag ein 3:2. Und Sky, wenn ein Kollege hat, kann ich auch gucken. Ja. Kommt drauf an, was er hat. Du kannst Sky Go dabei buchen. Ich weiß gar nicht, das kostet, glaube ich, mittlerweile auch 6 Euro, 7 Euro. Weiß ich nicht, schlag mich nicht, muss ja mal googeln. Das heißt, dann kann er auf seiner Box gucken und du kannst auf 2 Geräten, glaube ich, immer noch, oder auf 3 kannst du Sky Go gucken. Also heißt, wenn dein Kollege Sky hat, kannst du ihm sagen, ey, mach mal Sky Go dabei. Oder du gibst ihm die 7 Euro für Sky Go und dann kannst du Sky Go nutzen. Dann kannst du halt, ja, wenn du ein Smart TV hast, auch über ein Smart TV gucken. Ansonsten am Rechner. Ja. Ja, Arsenal ist doch dran. Ne? Also Andi Boy. Ist doch alles gut. Nee, wie gesagt, bin ich leider nicht drin im Thema, aber ich verstehe das. Also es ist schon. I don't know. Also, wenn ich überlege, also ich glaube, Sky bist du ja locker auch beim Fuffi, ne? So der Sohn mit Dingen, du bist bei 100 Euro, ne? Wenn du alles gucken willst. Das ist schon frech, Alter. Also wenn ich nicht ein bisschen was über YouTube verdienen würde, wüsste ich auch nicht, ob ich mir das alles so. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem zahlen, aber dann würde ich mich vielleicht auch mit Alternativen ein bisschen mehr auseinandersetzen, sagen wir mal so. Dann könnte ich da vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, aber mit Sicherheit auch nicht in einem Livestream. Also der Uli, der hatte ja mal gesagt, dass er so spaßeshalber mit seinem Kumpel von der Telekom schon gesprochen hatte. Das sieht das doch alles mal irgendwie so bei Magenta. Wenn der Uli uns mal allen mal Gutes tun will, für das letzte Jahr Gebrabbel und so, dann soll er das mal dingfest machen. Das will ich auch fühlen. Naja, die müssten einfach die Zentralvermarktung kippen. So, aber dann ist ja das Geschrei riesig. Und dann kannst du die Bundesliga ja wirklich abschalten. Machen wir uns nichts vor. Weil dann bekommt der FC Bayern keine Ahnung. Ja, müsstest du mal beziffern, Alter. Kannst du wahrscheinlich gar nicht beziffern, wie viel Kohle der mehr haben würde dadurch. Ja, guck mal, und ich bin so ein Schmarotzer. Ich gucke bei Kai Sky, The Zone und sogar über seinen Account dann Webradio, wenn ich das Spiel selber nicht gucken kann. Ja, ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, ne, was ich euch empfehlen kann, ist FC Bayern TV sind 30 oder 40 im Jahr. Kannst du halt nicht live gucken, ne? Aber du kannst die Spiele in voller Länge gucken. Ich weiß gar nicht, wie lange nach dem Spiel. Gar nicht so lange, glaube ich. Ich glaube, eine halbe Stunde, Stunde länger ist das nicht. Dann kannst du die komplett gucken, ja. Ist aber dann halt nicht live, ne? Muss man halt, ja, mitleben. Aber das wäre noch eine Möglichkeit. Ja, bei der Sohn kann auch nur einer gucken. Das heißt, dann ist die Mara immer hier halt, ne? Wenn sie es gucken will. Früher konnte man noch mit zu zweit gucken, bei The Zone geht nicht mehr. Nur einer. 30 Euro, nur ein Gerät. So ein Ding. Das ist schon frech. Ja, Kummerschbox. Kannst du mir auch mal schreiben. Bist du im Discord? Kannst du mir auch mal schreiben.
Interessiert mich auch sowas. Oder Fideas kannst du mir auch gerne schreiben. Aber dann schreib dem Ben das doch auch mal. Helf den doch mal. Alles in Kimmich-Merch, genau. Soll ich die Mara mal outen? Die Mara hat sich eine Kimmich-Playmobil-Figur gekauft. So ein Ding. Ja, das ist auch der einzige Kimmich-Merch, den ich habe. Das ist, Weil ich darf kein Trikot haben. ich glaub, der Blondie war's, ne? Das ist euer Pumuckl auf dem Schrein. Nee, 30 Euro im Monat, ne? Aufs Jahr dann 360 Euro bei der Sohn. Aber vorher waren es halt 40. Ja, das ist schon wild. Und das wird ja auch nicht weniger werden, wahrscheinlich, die kommenden Jahre. Ich hatte letztens noch einen Artikel gelesen, das war. Weiß ich, müsste ich mal, warte mal, habe ich den abgespeichert? Kann ich dir ja mal schicken. Warte mal. Da muss ich mal kurz die Brille aufsetzen. Den kann ich ja mal kurz teilen. Das ist ja ein offizieller Artikel, wenn ich den noch habe. Warte mal. Ob das noch funktioniert, weiß ich natürlich nicht, aber hier, Alternative zu Sky und The Zone. Wow, schon gelöscht. Wild. Warte, ich gucke mal, ob ich den noch so finde. Netzwelt war das, netzwelt.de. Netzwelt. Alternative Sky und The Zone. Na, gibt's nicht mehr. Ne, die hatten halt so einen Artikel, das war auch irgendein ausländischer Anbieter halt, der die Rechte hat. Aus irgend so ein armes Land, die kein Einkommen haben, da hättest du halt für einen Zehner alles gucken können. Bräuchte es natürlich dann auch ein VPN und bla und Sülz, aber ja. Ich denke mal, solche Seiten, die werden direkt gesperrt von den Anbietern. Ja, Netzwelt ist ja so eine Newsseite. Aber den Artikel gibt es gar nicht mehr, der Link existiert nicht mehr. Ich kann dir noch einen Tipp geben, Ben, wenn Bayern mal gezeigt wird bei Amazon. Amazon hat immer mal wieder die Aktion, dass du für 30 Tage Prime testen kannst. Das kannst du immer mit einer neuen E-Mail-Adresse machen. Also kannst du da wenigstens die Amazon Prime-Spiele von Bayern gucken. Stimmt, das stimmt. Da kannst du morgen Champions League gucken. Machst dir einfach einen Amazon-Account, 7 Tage kostenlos testen, feuerfrei. Ah, okay. Aus Brasilien, ja. Ja, irgendwie sowas war das auch, genau. Ach, bis Amazon, ja, guck mal, dann kannst du ja morgen auf jeden Fall entspannt schauen. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so im Thema drin. Ich war da mal eine Zeit lang ein bisschen im Thema, weil ich da auch wie gesagt, kein The Zone hatte, weil das einfach zu dreist war. Ja. So ein Ding. So, und jetzt machen wir Feierabend. Leute, war mir ein Fest heute. Ich freue mich schon auf die Kommentare für die Leute, die sich nur die erste halbe Stunde anhören und mein Müller-Rage sich gönnen. Aber das Schöne ist, ich lese keine Kommentare. Ich mach's mir einfach. Schön, oder? Nee, da werde ich nochmal extra Video zu aufnehmen. Da muss ich meine Meinung ja ein bisschen revidieren, auf jeden Fall. Habe ich aber auch kein Problem mit. Kai, ich denke, es würde eine coole Idee sein, wenn du mal eine Tierlist machen würdest. Zum Beispiel die Bayern-Trainer der letzten 20 Jahre oder Stürmer, Transferflops, etc. Wäre sicher interessant, dazu deine Meinung zu hören, wie du manches einschränken würdest. Ich müsste mal gucken, ob ich auf so einer Tierlist-Seite irgendwas finde zum FC Bayern. Wenn du das weißt, kannst du mir das gerne im Discord mal schicken. Dann würde ich das glatt tun, ja. Aber erst alles recherchieren. Wer da jetzt da, welche Stürmer da waren und so, nee. Ich habe natürlich so ein paar im Kopf. Nee, ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Nehme ich mal mit. Ich kann auch mal gucken, ich habe auch 1, 2 so Tierlist-Seiten. Muss ich mal gucken, vielleicht ist da irgendwas vom FC Bayern. Dann kann ich das mal machen, ja. Das sind ganz witzige Sachen. Kann man auch mal im Stream machen zur Not. Mein Tipp 1:0, Müller, schönen Abend, okay. 2:1, Michael und Heavy.
Ich weiß nicht mehr die letzten 4. Ey, die habe ich doch vorhin erst aufgezählt. Ist ja wohl eine Frechheit. Rückwärts musst du gehen. Kompany, Tuchel, Nagelsmann. Kovac. War dann Kovac oder war Ancelotti erst? Nee, Kovac kam auf Ancelotti, ne? Also Kovac, Ancelotti. Ja, also die letzten 5. Nee, ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Ich mache gerne so Tierlisten. Mache ich bei Lotro auch immer. Von daher könnte ich mich damit anfreuen. Ne? Okay. Leute, es war mir ein Fest. Schönen Abend noch. Schönen Abend, Und gutes morgen Spiel Daumen morgen. Oder schlechtes Spiel. Hauptsache gutes Ergebnis. Ne? Das ist, was wir mitnehmen. Und dann hören wir uns wieder auf YouTube.